Ja, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im traumhaften Berner Oberland. Schauen Sie sich diese Kulisse an. Wir sind heute hier, wir müssen uns, glaube ich, kurz noch vorstellen. Oliver. Herzlich willkommen. Oh, Scheiße, die Kamerafahrt. Wir nehmen die Kamerafahrt von Beat Feutz, verfolgt von Marco Berto. Marc Berto in Angriff. Eine Streckenlänge von 4,5 Kilometer erwarten uns und ich stelle jetzt um auf Berndeutsch. Wir starten voll rein in die Strecke mit einem Durchschnitt von 103 km pro Stunde circa. Und wir springen über einen Russischsprung. Der ist geschafft worden für eine Fernsehsendung Ursprung. Oh, Marc Berto übernimmt den Lead. Er übernimmt den Lead in Traverse, Schuss rein, innerhalb 5 Sekunden. Von das Tempo 100 steigt bis zu 130 km pro Stunde. Das ist ja ein gewaltiges Streckenverhältnis, das wir an diesem heutigen Tag Schau dir das Panorama an. Eigermönch, Jungfrau, hier fetzen wir Richtung Hundschopf. Schau mal, wie es die Kapuze von Marc Berto füllt. Unglaublich. Oh. Der Hundschopf, das ist die steilste Stelle auf der gesamten Strecke mit 41 Grad und Abflug. Wunderschön. Wow. Über die Kante oben drüber ist der Beat Feuzli gesprungen. Minschkante, ui, und Umschlag. Ab Richtung Canadian Corner. Wir gehen noch mehr drauf ein, auf die Stellen im Verlauf vom Rennen. Aber es geht Schlag auf Schlag Richtung Kernes. Oh, Beat Feutz im Stemmbogen, das hat er früher aber besser gemacht. Oh, Berto überholt wieder durch das Kernes. 3 Meter breit. Da rechts haben wir die Air Fences, falls es einen Sturz gibt, oder? Das ist natürlich auch auf Sicherheit bedacht, dieses Rennen. Und ab ins Nadler, Wasserstation! Und dann durch den Tunnel. Manchmal fährt da sogar eine Bahn oben drüber, während der Fahrer unten durchfährt. Und das sagt man, dass das Glück bringen soll. Ja, es wagt sich kaum jemand aufrecht dort durchzufahren, durch das Nadelöhr. Und wir befinden uns im langen Drehen, ein entscheidender Streckenabschnitt für alle Gleiter-Spezialisten. Und hier werden sie sogar noch von der Drohne verfolgt. Das ist, glaube ich, die coolste Kamerafahrt, die ich je gesehen habe. Sensationell. Fantastisch. Rein in den Haneckschuss. Topspeed von bis zu 161,9 km pro Stunde. Das ist der Highscore. Aber das war früher. Jetzt werden sie mit einem Sprung noch etwas ausgebremst. Deshalb, ich glaube, dieses Jahr Topspeed 145. 145? Ja. Wir werden es sehen. Das Dann ist eine selber Hornsprung. Fantastisch schön. Und jetzt, die noch mögen, die müssen sich jetzt heftig zusammenreissen. Wir gehen nämlich schon ganz gleich Richtung Ziel S. Die letzten Kraftreserven zusammenziehen, reinschlagen, umheben und runterstechen in den Zielraum, der heute Abend prächtig gefüllt ist. Heute Abend? Heute Abend erst Heute, recht. jetzt. Nein, heute Abend ist der Zielraum sicherlich nicht mehr gefüllt, aber schaut euch jetzt diese Kulisse an. Über 50.000 Skigäste werden uns dieses Rennen unvergessen lassen. Machen. Ja. Marc Berto, sogar mit dem Disco-Helm vom Podcast am Pistenrand ist er unterwegs. Und jetzt schaut euch das an. Es ist wahrlich Kaiserwetter. Uns erwartet ein riesiges Spektakel. Oliver, kannst du uns noch mehr Fakten zu den 94. internationalen Lauberhornrennen geben? Ja, nach der Startaufstellung. Topgruppe mit Startnummer 6, Mattia Casse aus Italien. Mit der Nummer 7. Der etwas verrückte Bryce Bennett. Ja. Mit der Startnummer 8, unser Marco Odermatt. Wir sind gespannt auf ihn. Mit Startnummer 9. Cyprien Sarrazin. Bad Limit. Und da kommt mit der 10 dann der Dominique Paris. Der ist nicht aus Frankreich, der ist aus Italien. Mit Nummer 11 Mr. Schifrin Alexander Omot Kilde. Mit der Nummer 12 der James Crawford, der sieht wie letztes Jahr in Kitzbühel etwas verdrückt aus. Und dann mit 13 der Florian Schieder. Ja. Also 4. Platz in der verkürzten Abfahrt. Mit 14 Vincent die Katze Kriechmeier. Kein Favorit.
Und hier mit der 15 unser Mr. Ricola, Nils Hintermann. Das ist die Top-Gruppe. Natürlich gibt es ganz, ganz viele heute am Start. Ich glaube, wir haben wieder ein Starterfeld von 60 Fahrern. Wir werden natürlich unser Bestes geben, so viele Fahrer wie möglich für euch zu kommentieren. Genau. Leider hat es zeitmäßig nicht für eine größere Vorbereitung gereicht. Deshalb habe ich mir bis Nummer 33 alle Informationen rausgeschrieben. Da im Hintergrund sehen wir den entblößten Oberkörper von Bryce Bennett. Der 2-Meter-Mann. TV-Direktor Benny Giger, liebe Grüße. Danke, Benny. Ja, und, Oliver, weshalb sind wir hier und kommentieren das? Du wolltest das vorhin noch erwähnen. Der oder? Stefan Hofmann und der Beat Feutz, wir haben vorhin noch gesehen, runterfahren, aber entschuldigt sich jetzt krank und an dieser Stelle sind Bärenbrütchen angefragt worden und übernehmen natürlich die Moderation von diesem Skirennen. Genau, für eine unbeschreiblich hohe Gage, die wir hier nicht nennen wollen, kommentieren wir das Rennen für euch und es wird ein Spektakel. Die letzten 2 Tage haben uns bereits große Race-Action gezeigt. Leider auch 2 Verletzungen, 2 grobe Stürze. Einer von Marco Kohler und einer von Alexis Pinturault. Ja. Wir wünschen den beiden Bruchpiloten natürlich alles Gute, gute Besserung, schnelle Erholung. Und ja, wir hoffen, ihr seid bald wieder dabei. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen nervös aufgrund von diesen Ereignissen. Verzeiht mir, ich hoffe einfach wirklich, dass wir heute von weiteren Kreuzbandrissen dürfen erspart werden oder sonstigen Verletzungen. Ich will noch etwas zum Anfang noch sagen. Du hast noch 20 Sekunden Zeit, dann startet Adrien Theo aus Frankreich. Dass wir wieder mal von ganz oben starten. Freut ihr euch? Seit 2020 sind wir nie mehr mit dieser Aussicht in das Rennen gestartet. Fantastisch. Und jetzt gestartet mit der Startnummer 1. Adrien Theo aus Frankreich. Der 39-Jährige fährt immer noch Ski und er ist wieder den Anschluss am Finden im Weltcup in der Abfahrt, da er sich vor einigen Jahren schwer verletzt hat. Aber Olli, jetzt zeig uns diese Piste. Wo sind wir jetzt? Richtig, Russisprung. Da ist ein schöner Flug. Jetzt sehen wir natürlich die ganze Strecke von oben. Das wird dann im TV-Cut etwas heruntergeschnitten. Traverse, da haben wir so Schlangenbewegungen. Und da geht das Tempo auf 130, oder? Das ist doch noch ein gewaltiger Sprung da oben drin. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Sensationell. Und jetzt an den Werbeplakaten vorbei. 100, wo hält die Speedmessung? Das ist keine Speedmessung, das ist... Jetzt enge Kurve Richtung Hundschopf. Mit 75 Kilometer pro Stunde. 5 Meter zwischen Felsen und Fangnetz. Ui, Weitersprung. Weiterflug. Sensationell. Weiterflug. Auch die Menschkante, die spickt. Und hier ist es unruhig. Canadian Corner, kann man das Tempo mitnehmen? Jetzt in Tokio. Das ist jetzt entscheidend. Und jetzt Richtung Brücklies. Es gibt ja da verschiedene Strategien. Er macht den Gegenschwung. Wir werden sicher auch noch andere Optionen sehen. Die erste Option, Gegenschwung. Das Tempo ist jetzt nicht dermaßen hoch. Also da ist schwierig jetzt 78. abschätzen. Ja, also wir haben bei der verkürzten Abfahrt höhere Tempos gehabt. Ich glaube, da war das höchste Tempo über, ich glaube bei 81 km/h. Ja, aber je nachdem, mit diesen Streckenverhältnissen werden wir bei der zweiten Fahrt erst sehen. Ja. Adrien Theo, mittlerweile ist er schon 1 Minute und 45 Sekunden unterwegs. Jawohl. Und das nagt natürlich an den Energiereserven. Das ist anstrengend. Bei der verkürzten Abfahrt sind sie jetzt schon im Ziel gewesen. Nämlich nach 1 Minute 43, Marco Odermatt. Und heute werden wir schauen, wie lange es geht. Der Streckenrekord liegt bei 2 Minuten 24. 2 Minuten 24, das wird natürlich schwer zu schlagen sein, weil das war im Jahre 1980. Da war die Streckenführung noch ziemlich viel gerader. Und jetzt aufgrund von den höheren Geschwindigkeiten wäre es gar nicht mehr möglich, mit der 1980 gesteckten Kurssetzung diese Abfahrt sicher durchzuführen. Und Adrien Theo im Ziel mit 2,28. Aber doch nicht weit entfernt. Das ist extrem schnell. Ja. 2,28, das ist trotzdem fast 30 Sekunden länger als die durchschnittliche Abfahrt. Da der Hundschopf, der Flug über diese Kante, das ist unglaublich schön zu betrachten. Und wie er da im Ziel es reinsticht. Mit 39 Jahren zeigt er immer noch solch sportliche Leistungen. Das ist super unglaublich.
Aber ich glaube, beim Kernes da werden wir noch direkt eine Linie sehen. Als nächster am Start Niels Alek. Sie schicken alle Franzosen, die sie noch haben. Ja, der Niels Alek ist momentan noch etwas auf Formsuche. Im zweiten Training war er Vierter, also wirklich eine starke Leistung. Bei der ersten Abfahrt, der verkürzten, wurde er aber 21. Und weiter Satz so vom Niels. Über die Minschkante drüber. Benannt nach, erzähle ich nachher. Nach Jos Minsch. Ah. Wir reden näher noch drüber. Okay, hatte der nicht da so einen heftigen Sturz? Ganz genau. Ah, okay. Wenn wir dem mal eine Ruhepause haben. Hast du gesehen, er hat Stemmbogen gemacht. Zweite Taktik. Aber nur mit einem Ski. Er hat nur mit einem Ski den Stemmbogen gemacht. Taktik Nummer 2 bereits beim zweiten Fahrer. Jetzt habe ich Tempo nicht gesehen. Ist das Tempo wurde nicht angezeigt. Ich glaube, für die Tempo... liegt vorne. Oh, 700stel liegt er vorne und sticht jetzt rein in den Hanexus. Ui, weiter Sprung. Das ist aber gefährlich dort. Das war ja der Ort, wo leider Marco Koller gestürzt ist und sich das rechte Knie kaputt gemacht hat. Wie bereits vorhin gesagt, wir wünschen dir alles Gute, Marco Koller, falls du dieses Silberhornsprung Rennen so mal hörst. Was ich zwar nicht denke, weil das ist ein bisschen Gaggi, was wir hier machen. 14 für Elisa Allegre. Allegre. Und jetzt? Allegre. Wo sind seine Kräfte? Ui! Das Ziel ist, das war jetzt etwas... Oh, 17, aber er hat noch zwei Zehntel aufgeholt. Unglaublich. Ja. Und das ist natürlich schon spannend, wenn die das Ziel donnern, dann hören die vielleicht den Speaker und Zuschauer und es gibt vielleicht nochmal so einen Motivationsschub. Schau mal die Schweizer Fans an. Französische Doppelführung nach 2 Fahrern. Könnte doch sein, dass beide draus sind. Aber als nächstes kommt natürlich... Der Kommentator ist natürlich falsch, das sind natürlich wir. Das ist echt sehr spontan gewesen. Ja, SRF konnte nicht so schnell Fotos von uns machen. So, jetzt Jared Goldberg. Goldberg in Kitzbühel, da haben wir noch drüber geredet. Das war ein grosser Sturz, den wir da hatten. Genau. Jetzt hoffen wir, dass er ganz unten im Ziel ankommt. Bei der ersten Abfahrt hier in Wengen sind wir da schon richtig, sind wir schon im Hundschopf angelangt. Ja. Jetzt haben wir oben natürlich nicht gesehen, was da passiert ist, aber vielleicht einfach nicht so viel Tempo. Ja, da stimmt jetzt die Richtung auch nicht ganz. He? Ja, verkürzter Sprung. Mhm. Oh, Rücklage. Weit raufgesprungen, jetzt eine tiefe Linie, die er muss gehen. Der ist etwas neben den Schuhen. Jetzt aber bei der ersten Abfahrt wurde er 20. Hoffen wir, oder schauen wir, ob er das heute toppen kann. Topspeed hinter der Werbung. Und der ist jetzt ziemlich direkt reingefahren. Ja. Aber es sieht langsam aus. Schau. Die Ausfahrtsgeschwindigkeit ist tief. Das war nicht gut. Schau, er sieht auch nicht mehr so stark aus beim Fahren. Ein bisschen defensiv. Ja. Irgendetwas ist da wohl nicht ganz in Ordnung. Ja, jetzt einfach safe runterkommen, bitte. Jetzt ist natürlich auch die Frage von den Servicemännern. Ihre Arbeit ist gefragt, das Gleiterstück, das gibt den Ski oder den Serviceleuten die Option zu zeigen, was die drauf haben. Silberhorn, das war auch kein Sprung. Irgendetwas ist da falsch beim Jared Goldberg. Ein Stück Sicherheit drin. Ja, er fährt etwas passiv und das kann natürlich gefährlich werden. Vielleicht sind seine Energiereserven einfach am Arsch. Ja. Sein bestes Resultat bis jetzt in der Abfahrt war der 4. Platz in Kitzbühel. Aber Rang 3, immerhin. Trotzdem 3. Podest. Auch er hat unten Adrien Theo 2 Zehntel abgeknüpft. Das stimmt. Also ich glaube, im Kern S und im Ziel S, da kann noch viel rausgeholt werden. In den beiden S-Stellen. Oder Brückli S. Es gibt ja verschiedene. Es gibt, ja, Kennen S, Brückli S. Oh, allgemein, das Logo kommt rein. Minschkante nach Sturz benannt. Canadian Corner nach Sturz benannt. Kern S. Sturz. Und Österreicherloch. Sturz. Alles Sturz. Also Österreicherloch. Odi! Das werden wir dann noch sehen, wo es ist. Ich werde es noch sagen, aber die Welle gibt es nicht mehr. Ja, mei, jetzt steht der Ottmar Stridinger. Stridinger bereits 45 Sekunden unterwegs. Jetzt kommt er da mit einem leichten Rückstand zum Hundschopf. Oliver, wieso heißt der Hundschopf? Hundschopf ist, glaube ich, benannt nach dem Felsen. Boah, das war der weiteste Sprung, den wir je gesehen haben. Achtung, Minschkante. Sensationell. Zwischen, das Gesetz. Das war Abschnittsbestzeit.
Ui, da sind dann das Knie verschlagen. Ja, da ist schon unglaublich eng. Das sind 5 Meter etwa. Also wie viel? Ein Doppelstemmbogen, das war zu viel. Das war viel zu viel gebremst. Zuerst Stemmbogen, dann noch quergestellt. Aber die Einfahrtsgeschwindigkeit, wo er rein ist schon extrem hoch. Nein, die war tief, schau, 99,9. Aber wo er rein ist, jetzt raus ist, bevor er bremst. Aber den Rückstand von 37 Hundertstel, den schiebe ich jetzt auf das Brückli. Kennen es. Ja, weil er vorher bremst hat, absolut. Ja. Jetzt haben wir da natürlich... Ja, jetzt hat er noch mehr Zeit verloren. Schau, Hanexschuss, Höchstgeschwindigkeit, Adrien Theo, 150. 150. Wunderschön für einen Fernseher geschafft, Silberhornsprung. Jetzt aber da noch ist weiter das Österreicherloch. Aber diese Welle? Ja, die Welle gibt es nicht mehr. Es waren früher 3 Wellen gewesen, und jetzt sind eigentlich 7 Österreicher nacheinander raus. In einem Rennen? In einem Rennen. So hat die Österreicher einen Feind weniger auf der Strecke, aber der Ottmar Streidinger hat sich dennoch ein bisschen abgemüht, aber hat am Schluss wieder 2 Zehntel gut gemacht. Ja, ich glaube im Ziel S, da ist noch viel Zeit, die drin liegt, und jetzt schauen wir uns die Wiederholung von seinem Flug, das war kein Sprung, das war ein scheiß Flug. Kriechmeier bei der verkürzten Abfahrt ist sogar aufgeschlagen, also der hat, oder für die Fahrer ist es extrem schwierig. Mal. Weiter Flug. Für die ist es extrem schwierig, die Kanten zu sehen, weil die siehst du einfach nicht, wenn du drauf hinfährst. Und nur anhand von den Felsen, von den Banner, von den Netz kannst du eigentlich erahnen, wo der Landungsraum ist. So, jetzt erster Auftritt der Schweiz mit der Startnummer 5. Justin Murisier, der 32-Jährige, welcher seit kurzer Zeit erst auf der Abfahrt unterwegs ist. Was ist jetzt? Und sich etabliert. Sturz! Nein! Oh nein. Rücklage im Traversenschuss. Scheiße. Himmelswillen. Wir hoffen, es geht ihm... steht schon wieder. Zum Glück. Und, das ist so schade. Das ist so schade. Der Justin befindet sich in der Topform. Und er hat im Interview noch gesagt, wie er wirklich will. Also er hat gesagt, ja, keine Angst, gib alles. Und das ist jetzt natürlich schade. Scheiße. Ach, so schade. Justin. Nächstes Jahr versuchen wir es nochmal. Dann müssen wir halt nächstes Jahr wieder Lauberhorn kommentieren. Wahrscheinlich. Oder? Es ist mein absolutes Lieblingsrennen, will ich an dieser Stelle noch sagen. Es ist einfach ein wahres... Und schau, da kommt er... Über den Russisprung in der Rücklage. Zum Glück hat er sich auf dem Gesäß wie etwas abrollen können. Und weil das hat jetzt sehr fest nach Daniel Albrecht ausgesehen, und der ist dann voll auf den Hinterkopf und Rücken geknallt. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt so sehe, da bin ich sehr beruhigt. Er steht, er fährt jetzt runter ins Ziel. Ja. Aber leider nicht mehr regulär im Rennen. Ja gut, einer unserer Schweizer Trümpfe... Ja. Genau, bei der verkürzten Abfahrt ist er. 31. wurde er da, also ja. Bei der verkürzten Abfahrt? Ja. Da hat er einen Fehler gemacht. Schau, jetzt macht er da noch den... er geht trotzdem über den Hundschopf. Da. Und jetzt? Hundschopf. Schießt er mir... Okay. Ja, das ist ein bitterer Moment. Ja. Er hat es versucht, wir sind froh, geht es ihm gut. Ja, und jetzt macht er einfach noch so ein Tourismus-Rundfährtli. Etwa in dem Tempo bin ich auch da runtergefahren. Ich habe effektiv die Lauberhorn-Abfahrt schon mal als Skitourist gefahren, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist einfach abartig. Der Zielhang, den wir hier jeweils sehen, der sieht so einfach aus für die da runterbrettern, oder so. Kein Problem, gar nicht so steil. Wenn du da oben ran stehst, das ist abartig. Das geht nur das Loch ab dort. Hast du mal das Video gesehen auf YouTube, wo sie Touristen den Kitzbühel-Start gehen? Und dann fliegen alle einfach runter. Ach schon? Ist unglaublich. Aber genauso stelle ich mir das am Lauberhorn vor. Ja, das sollte ich vielleicht mal anschauen. Jetzt habe ich Löffel da meinen Ellbogen vielleicht können wir die Sekunden noch heute nutzen, um zum Minsch-Kanten-Story zu erzählen. Ja. Nämlich das prominente Opfer Jos Minsch, der den Namen zu verdanken ist, hat 1965 einen fatalen Sturz gehabt. Fatal? Ist der tödlich ausgegangen? Nein, aber das Resultat war Beckenbruch, 9 Wochen Spitalaufenthalt und Saisonschluss. Ja. Aber 2 Jahre später ist er da Zweiter geworden. Wow, unglaublich schöne Geschichte. Ein Jahr später, Ein Jahr später, nach Beckenbruch, Dammbruch,
und allem. So, jetzt gestartet Mattia Casse, der 32-Jährige aus Moncalieri in Piemont in Italien. Oliver, was kannst du mir über Mattia Casse erzählen? Ja, ich habe mit ihm noch gesprochen im Vorfeld. Er befindet sich in hervorragender Verfassung. Ich habe verkürzte Abfahrt auf dem 7. Platz und heute tue ich ihm durchaus das eine oder andere zutrauen. Der Mann aus Piemont von Italien und 1,82 gross, schlägt sich gar nicht schlecht bis dahin. Jetzt sind wir gespannt. Ja, wenn du da schaust, oder? Letztes Jahr wurde dieser Mattia Casse Dritter und jetzt sind wir gespannt auf die erste Zwischenzeit, die uns angezeigt wird. Nach 45 Fahrsekunden für Adrien Theo hat da eine starke Leistung hingelegt. Das ist der erste Fahrer der Top-Gruppe und der hat 11 Sekunden Rückstand, 11 Hundertstel natürlich. Auch er mit einem weiten Flug, die Richtung hat da etwas nicht gepasst. Jetzt 3 Hundertstel herangekommen. Jetzt wird's spannend. Was macht er im Brückli-Kennen Super S? Ab auf den Alpweg. Das ist der Alpweg, das ist die Fahrspur so schmal. 105,8. Doppelschwung. Wow, ist das die mit Lösung? Mit dem Stück noch angegeben. Ich bin gespannt, ob wir ein paar gesehen, die das blaue Band berühren. Bis jetzt noch niemand. Ausfahrtgeschwindigkeit nicht so hoch. 77,8 Ausfahrtsgeschwindigkeit. Das kann man besser. Und schau, 24 Hundertstel Rückstand. 21 Hundertstel hat seine Fahrt durch das Brückli es nun gekostet. Wo sind wir hier, Oliver? Diese schöne Kurve. Wunderschön in der Traverse angelangt. Langen Dreien, nicht Lange Dreien. Ja, und jetzt Mattia Casse. Warum fragst du mich denn, du Doppel? Ja, du bist der Spezialist. Du bist aber runtergefahren. Und Hannekschuss. Ja. Eine schöne Anekdote habe ich von letzten Jahr, als er Dritter wurde hier in Wengen. Da hat er beim Interview beim SRF hat er dann geweint vor Freude. Wir hoffen doch, dass er jetzt gegen das Ziel noch aufholen kann. 53 Hundertstel Rückstand. Ja, das ist zu viel. Trotzdem 2 Zehntel liegen noch drin. Also, ich habe leider nicht so einen Computer, wo ich die aktuellen Zeiten anschauen kann, wie der Beat, der hat mir leider nicht gegeben. Aber das könnte ich noch. Nein. Dritter Rang. Ja, auch er hat jetzt nur 900stel gut gemacht im Ziel. Und schau, der ist ausgepumpt, der ist leer. Aber die sind auch sicher ein Stück weit froh, dass sie jetzt... Schüsst wir sie wohl auf im Ziel. Da sind wir froh. Da sind wir sehr froh. Dieser Sturz sah nicht gut aus. Schau, die Richtung hat... das war auch kritisch. Ja. Du weißt ja schon, wenn man das Papier übergibst, dass man es im Video sieht. Ja, das weiß ich. Und jetzt unser Oberkörper, den wir vorhin benannt haben. Jetzt kommt der Heiß Bryce Bennett. Der Riesenmann. Wie groß ist er? 2 Meter und 1 Zentimeter. Und 100 Kilo bringt dieser Mann auf die Waage. Achtung. Es ist ein Baum sozusagen. Ein richtiger Lauch. Kommt jetzt den Berg herunter. Der Mann aus Truckee, Kalifornien. Teil vom Skiclub Squaw Valley. Kommt jetzt zur ersten Zwischenzeit. Aus der Traverse raus mit was für eine Zeit? 3 Zehntel Vorsprung für Bryce Bennett. Das ist stark bis hierhin seine Fahrt. Jetzt mal schauen, wie er den Hundschopf meistert. Der grosse Mann, die kleine Lücke. Das war ein sauberer Sprung. Der hat ja so lange Scheichen. Wow. Und jetzt 29 Hundertstel, immer noch sein Vorsprung. Jetzt geht es richtig Brücklies und das ist schwierig für ihn, weil er ist ein Speedfahrer und nicht so ein Edeltechniker. Wie löst er diese Stelle? Ähnlich wie der Streidinger. Ein etwas harter Schwung. Jetzt mal schauen, wie er da runterkommt. Speed 78,4, nicht schlecht. Geht sicher noch besser. Ich glaube, der zweithöchste Speed. Ja, Zwischenzeit. Und auch er. 15. Für mich ist das fast ein bisschen schwierig zu erklären. Es war nicht klar ersichtlich, wo die Zeit jetzt verloren ging. Aber eine halbe Sekunde hat er jetzt im Brückli-S auf Adrien Theo verloren. Der ganze Vorsprung ist weg und hat einen Rückstand ergeben. Wir gehen jetzt zum Hannekschuss, wo die nächste Zwischenzeit ist. Jetzt der Ski muss schön flach liegen. Kanten, die müssen greifen. Aggressiv beschleunigt er. 4 Zehntel Rückstand, da ist noch mehr dazugekommen. Und jetzt Richtung Silberhornsprung, diese Kurve, die drückt einem nach außen, oder? Ja, schöner Sprung, schön kontrolliert, aber... Er verliert die ganze Zeit ein bisschen.
Ich glaube, der hat einfach zu viel in den Beinen. Schau. Jawohl. Und jetzt Ziel es mit absolut leeren, schweren, übersäuerten Beinen, Ja. Potz 1000. Jetzt ins Ziel. Bennett, Auf zwischen Rang 3. Das sollten wir Gleich jeweils mit auch Gasse. noch sagen. gleich auf. Ah ja, zeitgleich mit... Und der liegt ab. Der ist müde. Der Lauch. Der mag nicht mehr. Ja, das ist aber noch verständlich. Ja. Für die meisten geht es im CLS einfach nur noch ums Durchkommen. Oh, und jetzt macht er noch Squats. Nice. Aktion des Tages. So. Das Ziel ist ja auch noch spannend. Da ist das Bremsmanöver innerhalb 100 Meter gefragt. Das ist wie die letzte grösste. Und jetzt Marco Herausforderung. Odermatt. Marco Odermatt, unser Schätzeli der Nation. Jetzt bitte gib Gas. Du. Die Kamerastellung habe ich nicht gerne wegen Mürisier vorher. Ja, ich habe Angst. Jetzt bin ich wirklich... Jetzt. Oh mein Gott. Komm Marco Odermatt, du kannst Alles, das. Marco. Hey, Amodi. Alles, Marco. 900 Rückstand bei der ersten Zwischenzeit. So, und jetzt Richtung Hundjob. Richtige Linie treffen, Top Ja, Speed. Top Speed, Richtung Go, Hundjob. Marco, go, Und Marco. auch er fliegt weit über den Hundjob. Jetzt dranbleiben. Oh, 15 Aufziehen. Lass er das Zeug, lass er das Zeug. Gott, sein Brückli ist das. Der wird jetzt nicht anbremsen. Der gibt zieht alles. jetzt voll Gas rein. Okay. Kurzer Gegenschwung, voll Aufzug. das ist Geht schnell. das auf? Und aber. Oh. Es hat ihn ein bisschen aufgetrieben. 81,6 Topspeed nach dem Brückli. Speed. Sensationell. Kein Zug Ja. drüber fahren, aber gleich ist er gut unterwegs. Es gibt Glück, das kommt gut. Eineinhalb Sekunden. Marco Odermatt. Unterwegs zu der Bestleistung. Ui. Ich kriege jetzt gleich einen Herzinfarkt. Wer Organisiert wird- den Defibrillator. Wer wird eingraviert in den Stein in Wengendungen? Ja, Jetzt, das kann er. Das kann er. Jetzt drückt es ihn etwas nach draußen, aber das ist scheißegal, weil es ist Marco fucking Odermatt, der Gibt fährt. alles. Jetzt, wie es Ein Moment ist hier. vom Durchschnaufen. 1,7. Crescendo! Jetzt. Und unter dem Ziel, es liegt immer noch Zeit. Ja, Silberhorsprung. Achtung, Silberhorn. Hefti. Ja, schön. Gut, Oh, super. gut. 1,87. Lago mio. Oh, ich Jetzt die krieg... Zuschauer toben da unten. Und jetzt rein ins Ziel. Alles zusammenziehen. Zieh das durch, Marco. Einfach nur noch Ja! drüber. Ja! Abstellen! Das erste Neumann 2 2 Minuten und 25. Marco Odermatt. Marco fucking Mit einer Odermatt. Sensationsleistung. Okay. Unglaublich. Wow. Shit. 1 Sekunde hinter der Bestmarke. 2,5 Sekunden Vorsprung. Potzblitz, du. Leck du mir. Potzim, der hat nochmal Wow. alles rausgeholt. Trotz seinem straffen Programm. Unglaublich Hut ab. Oh mein Gott. Das war ein Auftritt für die Geschichtsbücher. Unglaublich. Aber Und jetzt geht gleich der Schlag auf Konterangriff. Schlag. Marco Cyprien jetzt. Sarrazin. Dann Dominik und der wilde Kilde. Alles Oh mein aneinander. Cyprien Sarrazin, was macht er? Der großartige Sieger vom Super-G gestern und der zweite in der ersten Abfahrt. Er ist etwas ein Crash-Pilot. Sorry, ich muss mich immer noch mental erholen. Da, Pfui, 13. 13 Vorsprung von Sarrazin. Aber Odermatt hatte vorhin ja einen Rückstand, Das einen stimmt. gewissen oben. Und von hier weg hat Odermatt einfach aufgedreht wie eine Banane. Hey. Minschkante. Der Rückstand, der ist schon... Oh, das war's. Marco Odermatt schlägt Sarrazin. Aber das war eine heikle Situation. Der Ski hat gegriffen und ist gerade durchs Tor hindurchgefahren. Leichter Stemmbögeler. Ja, der Einski-Stemmbogen. Und Aber jetzt, wie Marco das ist eine Odermatt gute hier Geschwindigkeit. reingefahren Ja, ist. das Nein. ist, Ja, 1 Kilometer pro Stunde langsamer als Marco Odermatt. Schauen wir uns die nächste Zwischenzeit an. Jawohl. Da wird er jetzt hinter Odermatt sein. Hui, 2 Zehntel zurück. hinter Marco Odermatt. Ja. Und der Sarrazin, der ist in Form. Der ist von einem Crash-Piloten, kann man so sagen, ist er wirklich zu einem der Top-Fahrer geworden und konkurrenziert momentan wirklich mit Marco Odermatt und Alexander Omo Kilde. Ja.
Letztes Jahr haben wir noch seinen Crash kommentiert. Genau, letztes Jahr ausgefallen, auch in Wengen. Und jetzt ist er hier im Haneckschuss. Mal schauen, wie es sich zeitlich austut. 16 Hundertstel! Lago mir den Gleiter. Oh mein Gott. Kompliment an Servicemann. Nein, jetzt ist vorbei. Jetzt hat es ihn da zu weit rausgedrückt. Silberhornsprung. Schade. 38 Hundertstel der Rückstand. Und unten im Ziel, es ist Odermatt einfach nicht zu schlagen. Das ist Odermatt-Gebiet da. Unglaublich. Da brauchst du einen Pass, wenn du nicht Marco Odermatt heißt. Trotzdem bin ich nervös. Es langt! Ja! Odermatt vorne, 59 Hundertstel. Wir gratulieren Cyprien Sarrazin zum 2. Platz. Er hat 59 Hundertstel Rückstand und brennende Beine. Und Odermatt, das ist verdient. Odermatt, der macht sich zur Legende am heutigen Tag. Ja, als leck du mir, Potz. Ich glaube, ich war noch nie so aufgedreht wie jetzt während der Fahrt von Marco Odermatt. Ich bin ja... Potz 1000. Wir müssen die Fahrt von Marco Odermatt müssen wir wirklich separat aufnehmen und raushauen. Das war ein Spektakel. Da, die Wiederholung von Sarrazin, wie er durchs Tor fliegt. Sensationell, die Fahrt. Unglaublich. Ui, und der Mann, der dampft, oder? Aber es geht Schlag auf Schlag. Wir können uns gar nicht erholen. Dominic Paris, der Nächste am Start. Ich könnte diesen Job niemals machen. Der hat noch Rechnung offen mit Bormio. Er ist jetzt gut angekommen in der Abfahrt, in den letzten Rennen. Und der will heute so richtig alles rausholen, hat er gesagt. Letztes Jahr in Wengen wurde er 9. und hier in der ersten Abfahrt war er 5. Wie Sarrazin, gut gestartet. Ich glaube, hier müssen wir uns daran gewöhnen, dass da ein gewisser Vorsprung auf Marco Odermatt da ist, aber der ist jetzt weit nach links gesprungen. Das ist halt auch ein Brocken. Wie schwer ist der? Wie schwer ist der Dominic Paris, der wiegt etwa 100,2 Kilo. Und heute Morgen hat er viel Müsli gegessen, heute ist er noch schwerer. Oh, Sally Müsli. Und auch er macht einen kleinen Gegensprung. Aber das ist jetzt eben die Schwierigkeit für Dominic Paris. So technische Kurven, die liegen ihm nicht so sehr wie beispielsweise unserem Schweizer Schätzeli Marco Odermatt. Odermatt! Ja. Das gibt jetzt natürlich eine saftige Rechnung. Ja, Dominic Paris, einer, den ich vor dem Rennen als Geheimfavoriten eingestuft habe, kommt hier mit 1,26 Sekunden in die lange Reihen rein. Unglaublich. Oliver, was soll ich? Soll ich jetzt erzähl uns, kannst du uns etwas sagen über seine technische Fahrweise? Er ist jetzt im vergleiche seine Fahrweise mit Marco Odermatt. Jetzt? Ja. Ja. Hey, Moment, jetzt gucken wir mal. Jawohl. Die Scheibe schlägt es ein bisschen. Und jetzt? Er fährt also schon super. Ja, einfach ein Kompliment an Stöckli mit denen. Von Marco Odermatt, der kontrolliertere Sprung, die Richtung von der Scheisse direkter gelegt worden als das nächste Törli. Es verschlägt ihn leicht unruhiger. Odermatt ein Stück mehr wie auf der Schiene. Man sieht jetzt so hier, wie die Ski rumschlägt. Und jetzt halt er rum. Und aber springt er ins Ziel hinunter. Er macht einfach mehr Strecke, mehr Weg und er hat weniger Bodenkontakt. Dominic Paris aktuell auf dem 3. Rang mit 1,92 Sekunden Rückstand. Das ist natürlich für ihn eine grosse Packung, oder? Du, jetzt stinkt's von dir da hin, du. Was hast du gemacht? Das war ein Snooze. Darf man das während der Arbeit? Ja. Man sieht es ja nicht, weil es da hinter dem Fell... Dominic Paris, der sympathische Tiroler, unten im Ziel und schau... Cyprien Sarrazin verbeugt sich vor unserem Schweizer Superhelden Marco Odermatt. Aber schau dir die zwei an. Ich bin nervös, der Nächste am Start. Und Alexander. Noch nicht ganz fit, aber ein unglaublicher Gleiter und Starter. Ja. Ich bin gespannt, was er da oben schon für einen Vorsprung holt. Wurde ja Dritter dieses Jahr bei der ersten Abfahrt hier in Wengen. Und in 2023, also vor einem Jahr, gewann er eben diese Abfahrt. Ein kleinerer Vorsprung. Vor Marco Odermatt. Sorry. Ja, mehr Vorsprung erwartet. Ja, kleiner Vorsprung, 800stel hier bei der ersten Zwischenzeit. Vorhin bei Sarrazin haben wir ja auch gesehen, dass Sarrazin da schon weit, mehr Vorsprung mitgebracht hat. Und jetzt killt er sticht auch Richtung Brückli S. Aber bereits mit 24 Hundertstel Rückstand. Wie löst er? Stemmbogen. Kleiner Stemmer. Und ich komme immer noch nicht zu Schlag wie Marco Odermatt. Ohne Bremse da einfach... Wumm, wie ein ICE, nicht der Deutschen Bahn angehörig, durch dieses...
Ja, jetzt musst du schauen. 19. Rückstand. Das Ausfahrtstempo war einfach tief gewesen. Aber der Kilde ist ein guter Gleiter. Ja, Kilde, ein super Gleiter. Und Kilde ist ja einfach ein Naturtalent auf den Skis, oder? Der wurde ja letztes Wochenende in Adelboden Dritter im Riesenslalom, sein erstes Riesenslalom-Podest seiner Karriere und leider diese Woche etwas krank. Deshalb verstehe ich. Mal schauen, wir Ermüdungserscheinungen jetzt können wir auch schon feststellen beim Kilde. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass Kilde hier das Ding runterbringt. Aktuell ist er auf Fahrplan Richtung 2. Platz, 1,67 Rückstand. Dominik Paris, glaube ich, mit 1, Österreicher das war knapp. Fast zum Norweger Loch geworden. Ui, nein. Oh nein. Nein, Scheibe. Ja, Sturz von wie von Bele. Alexander Omot Kilde. Unschöne Szene, die wir heute nicht kommentieren. Nein. Ach, bitte sofort jemand zu ihm. Das war zu viel. Seine Ermüdungserscheinungen. Ja, das waren genau diese Ermüdungserscheinungen, die wir befürchtet hatten. Und das werden wir vermutlich im Verlauf dieses Rennens noch mehr sehen. Das fordert Opfer die Saison. Das ist unglaublich. Ich bin gespannt, was das noch für Diskussionen wird auslösen. Das wird viele Diskussionen auslösen. Weil das ist wirklich unglaublich. Die fahren das Programm, wenn so ein Kilde, ja, ist halt doch auch noch krank gewesen, aber das ist echt, das fordert zu viel Opfer langsam. Ja. Ich hoffe, er hat einen Schock und... Ja, schau, Marco Odermatt, auch hässig. Schau, da drückt sie ihn hinten rein und dann greift der Ski und die Kante löst sie nicht mehr. Er hat unbedingt das Tor noch nehmen. Das ist unglaublich. Der wollte da einfach noch rein. Das Tor einfach noch rauen. Oh, ich hoffe, er hat sich nicht schwer verletzt. Also er war, so wie es ausgesehen hat, bewusstlos. Wahrscheinlich vom Aufprall. Ja, das hat ausgesehen wie der Böntür, wo es beim Silberhornsprung so... Ja, aber ich glaube, bei ihm hat es nicht die Knie verrissen. Beim Petero hast du noch gesehen, wie der Ski gegriffen hat und das Knie dann so etwas schwabbelig von links plötzlich nach rechts geschnellt ist. Aber wenn der Körper so benommen auf den Schnee braut, das ist Bilder, das ist... das ist nicht schön, aber wenn der Körper so benommen ist, man sagt ja immer, die Betrunkenen stürzen am besten, weil die einfach umfallen wie ein Kartoffelsack. Okay. Und wenn... Ja, redest du aus Erfahrung? Ja. Ich war noch nie in meinem Leben betrunken. In Wengen-Zielraum wird's ganz still. Alexander Omot Kilde stürzt in der letzten Kurve und bleibt liegen. Das ist die aktuelle Meldung, die wir sehen. Ach Gott, ich hoffe, der steht auf. Bitte, bitte, bitte. Das ist so ein toller Mensch, dieser Kilde. Ja, ein absoluter Lieblings von der Schweizer. Ja, auch wenn er ein Norweger ist, Kilde, das ist ein Mann, der geschätzt wird, denn der ist so sympathisch und der hat das so einfach nicht verdient. Ach Gott, bitte, bitte, bitte. Das sind Emotionen. Ja, hoch und tief. Rennstopp im Moment. Schau, die Fahrer gehen raus, das ist nicht sehr gut. Ja, das wird wohl die Ski werden abgezogen, eine damit Pause der Belag geben. Nicht zu kalt wird. Die werden die Ski auflöpfen und dann mit den Händen reiben. Ja. Oh nein, können wir sehen, ob der Kilde wieder aufsteht? Oder? Freddy Fuchs. Nein, das war der... Grossetti des Schweizer Skiclubs. Wie heisst er? Oh Gott, ist ja egal. Kilde, wir hoffen, bitte, bitte, Kilde, geht es gut. Das ist nicht schön. Solche Sachen wollen wir nicht sehen. Kommen wir nochmal auf diese Belastung zurück. Ja. 2 Abfahrtstrainings am Dienstag und am Mittwoch je eines, dann verkürzte Abfahrt am Donnerstag, dann Super-G über fast 2 Minuten am Freitag, dann noch die originale Abfahrt über 2,5 Minuten. Ja. Und wir sehen da, Kilde, der steht nicht. Das ist nicht gut. Ach. Ja, das sind dann die schweren Zeiten, wenn man hier hinter dem Mikrofon sitzt, oder? Vor dem haben wir uns gefürchtet, dass genau das passiert. Aber, ja, ihnen allen ist das Risiko bewusst, wie das hier gehen kann. Und, ja, jetzt ist halt etwas Warten angesagt und Daumen drücken für Kilde. Ich hoffe einfach schwer, dass er seine Saison fortsetzen kann und jetzt halt, ja, trotz einigen Blessuren
Ach, Herr look. Oh nein. Der liegt da mit Schmerzen. Und angewinkeltem Knie, das jetzt irgendwie verbunden oder stabilisiert wird. Das ist natürlich... Ach, bitte nicht noch ein Kreuzband. Das habe ich doch am Anfang gesagt. Das benötigen wir wirklich nicht. Das ist einfach unglaublich mühsam. Ja. Also der wird jetzt wohl Schmerzen haben. Der ist durch. Kilde, ja, wir drücken die Daumen, dass es keine schwere Verletzung ist. Das Duell zwischen Kilde und Marco Odermatt war natürlich eines, welches wir eigentlich die ganze Saison lang genießen möchten. Ja, und Marco Schwarz eigentlich auch. Marco Schwarz war ja auch noch dabei, den hat es auch erwischt in Bormio, Kreuzbandriss. Ist das der Start von dieser Kreuzbandriss-Serie so? Ja, das war der Start. Kreuzbandriss von Marco Schwarz in Bormio. Dann letzten Donnerstag Marco Kohler mit einem Kreuzbandriss und Meniskusriss. Hier in Wengen, gestern Alexis Pinturo, Kreuzbandriss wahrscheinlich und eine Verletzung des Handgelenks. Heute eine hoffentlich nicht schlimme Verletzung von Alexander Omot-Kilde, während wir hier die Wiederholung sehen von Marco Odermatt. Ich bin etwas getrübt. Ja, ich wäre einiges zufriedener, wenn Kilde einfach aufsteht und... Ja, Kilde wird wahrscheinlich zum Transport bereit gemacht. Aber dieser Marco Odermatt, was der zeigt, wie der am Limit fährt. Ja. Das Brückli, das sollte man fotografieren und einrahmen. Millisekunde für Millisekunde, wie er da durchgefahren ist. Schau mal, wie das die Ski biegt, die Kräfte. Die Kräfte, die da auf die Ski wirken. Wenn wir mit solchen Ski fahren würden, wir könnten nicht mal carven. Die sind so hart, diese Abfahrtskis. Und das ist so schwierig, den Druck auf die Ski richtig drauf zu bringen. Ei, die Kameraeinstellungen hier, das ist wunderschön. Und da merken wir, wie nahe das, ja, die beiden Sonnen- und Schattenseiten beieinander liegen, oder? Ja. Und der Marco Odermatt, der hat einfach einen Fahrstil, der ist ergonomisch, der ist ökologisch, der ist kraftsparend und deshalb kann er das so durchziehen. Aber natürlich auch ein Marco Odermatt, der ist so etwas von stark. Der ist parat. Unglaublich. Ja, die trainieren ja auch den ganzen Sommer lang für genau diese Wochen, genau diese Rennen, oder? Und ich glaube, im Ziel hat er schon geahnt, das ist wie das Beste gewesen, was ich jetzt kann. Das wird wohl kaum zu schlagen sein, aber nach dem Sieg am Donnerstag von Marco Odermatt, wo der Sturz von Marco Kohler die Stimmung getrübt hat, wird auch heute der Sturz von Alexander Omot-Kilde diese Stimmung trüben. Ja. Das ist einfach, schwierig. Auf das Streckenverhältnis wird der Unterbruch nicht einen grossen Einfluss nehmen. Die ist super, die Strecke. Ja. Natürlich, jetzt haben wir den Unterbruch, da liegen wir noch etwas herum, oder? Da geht es ja mehr um das Mentale der Fahrer. Genau, die müssen sich da wieder zurücknehmen aus dem Rennmodus, oder? Das kommt dann erst noch. Aber ich denke, das ist jetzt auch für die Fahrer am Start eine höhere Belastung, weil sie wissen, dass vor mir das war der Alexander Omot-Kilde, ein Superstar, oder? Ja. Und ja, jetzt... kann das schon sein, dass das vielleicht einige Fragen aufwirft? Und sie wissen, das ist nicht um ein Törli flicken. Und jetzt hören sie noch der Heli und das ist... Ja, und jetzt, der arme Kilde muss sogar mit dem Helikopter abtransportiert werden. Diesen Helikopter, den wollen wir eigentlich nicht sehen. Nein. Ja. Und Kilde wird sich wohl oder übel schwerer verletzt haben, als es ausgesehen hat. Wir drücken ihm, ich will es nochmals sagen, die Daumen. Und wir müssen jetzt da halt dies akzeptieren, wie es ist. Kilde, der kommt wieder, da bin ich überzeugt. Ja, ich hoffe, er kommt noch in dieser Saison. Ja, ich hoffe, er hat sich da nur starke Prellungen geholt. Ich glaube, das wäre das Mildeste, was bei einem solchen Sturz passieren könnte. Und das ist ja schon krass. Also die Kampfmaschinen, die jetzt noch oben stehen und ihr Mindset ist einfach der schnellste, so schnell wie möglich, direkt Vollgas. Das ist unglaublich. Ja. Cyprien Sarrazin liegt immer noch an zweiter Stelle. Und wer ist auf dem dritten? Ist das Dominic Paris? Ich glaube, es ist Paris, oder? Ja.
Ich habe das aktuelle Klassement irgendwie nicht im Griff. Da hat mir der Stefan Hofmänner sein Gerätli auch nicht überlassen, weißt du? Sarrazin, was fährt der für einen Ski, Oliver? Rossignol. Rossignol, okay, sehr stark. Wie würdest du die Skis einschätzen? Welche Skimarke ist da zu bevorzugen aktuell? Ich glaube, das kommt sehr auf den Fahrer drauf an. Jetzt einer wie der Sarrazin, das ist... Ich glaube, seine Ski sind extrem angepasst. Er hat ja sehr lange Mühe gehabt. Also er hat auch lange nach Marken gesucht und seine Ski sind eigentlich getüffelt und präpariert speziell für ihn. Ja. Also die Ski fährt niemand anders, so wie er. Und er hat, glaube ich, Rossignol einfach eine Firma gefunden, die ihm seine Tipps einfach ihm unterstützt und ihm die Möglichkeit gegeben, die Ski anzupassen. Und während Panda hier bei uns in der Stube eintrifft mit einem Säckchen voller Katzengacki, sehen wir hier, wie leider der Helikopter den Anflug Richtung Ziel macht, um Alexander Aamodt Kilde einzusammeln. Ja, Panda, Alexander Kilde ist leider gestürzt. Ich glaube, er ist Spital auf Bern, oder? Was? Wahrscheinlich... Er ist Spital auf Bern, oder? Interlaken. Okay, ich bin später wieder da. Ich glaube, ich muss mich von meiner Partnerin verabschieden. Sie will Alexander Aamodt Kilde pflegen gehen. Aber Paul Chant bei dir, gell? Ja, weiter geht es hier leider noch nicht. Beste Besserungsgrüße an unseren starken Norweger. Und ja. Wenn ein Mann das packen kann und in voller Stärke zurückkommen, dann ist das Alexander Aamodt Kilde. Ja, Oliver, kannst du uns über die diesjährige Skisaison noch irgendwelche spannenden Fakten erzählen oder Sachen, die du selbst bei der Besichtigung erlebt hast? Ja, ich kann zum Beispiel etwas erzählen über einen Russisprung. Der Russisprung ist einer von meinen Lieblingssprüngen. Und in der Fernsehsendung, das hat eine ganz besondere Geschichte, hat der Bernhard Russi einen idealen Sprung gesucht für technische Aufnahmen. Aha. Bernhard Russi, so heisst natürlich der Sprung, die werden alle kennen, oder die meisten. Der Bernhard Russi, so heisst der Skifahrer. Genau, nach ihm benannt, der Sprung. Legende. Und der Ansatz dazu hat er auf dieser Lauberhorn-Schulter gefunden. Also die Lauberhorn-Schulter ist ja der Startteil von der Strecke. Ja. Wir starten ja nicht auf dem Lauberhorn, sondern unten nachher wie auf der Schulter. Da hat es auch eine coole Bar, ein Restaurant. Aha, ja, das ist natürlich dein Fachgebiet. Ich war noch nie betrunken. Und er hat dort Schnee auftürmen bei diesem Russisprung. Ja. Und vor dem nächsten Rennen hat damals der Streckenbauer Freddy Fuchs entschieden, den Russisprung in die Strecke zu integrieren. Ja. Und der ist bis heute in dieser Strecke drin. Und allgemein ist Adelboden, Kitzbühel und Lauberhorn sind die einzigen 3 Rennen, die bei Swiss Ski, also wie heisst es, FIS, oder? Seit Anfang an dabei sein. Ui. Kannst du das nochmal sagen? Einzige 3 Strecken, die wie der FIS Ski seit Anfang an dabei sind. Das ist wie ein Poetry Slam von unseren normalen Folgen. Dabei sind ununterbrochen. Ja. Bormio ungebrochen, Garmisch ungebrochen, verleiht, geändert, neu gestartet. So. Genau. Und das ist die originale Strecke seit jeher? Seit jeher. Man hat Änderungen vorgenommen. Zum Beispiel das Österreicher Loch, dort wo eben die 7 sind rausgefüllt. Ja. Oder Streidinger, der Kilde hat dort schon Mühe gehabt. Oder? Beim Österreicher Loch, ja, dort hat es schon angefangen. Der hat nicht mögen. Ja, egal. Mega schade. Mega schade. Und ja, und was ich sagen? Das wird Diskussionen geben. Das wird heftige Diskussionen geben. Die 3 Wellen dort unten, die haben sie weggenommen, weil es dort eben viel Stürze gegeben. Also hier und da gibt es Anpassungen. Patrick Järbin hat dort auch mal einen schlimmen Sturz gehabt. Ist das Matthias Hüppi? Nein, das ist ein kanadischer Trainer. Schau dir das Holzfällerhemdli an. Ach schon. Einen Moment habe ich gedacht, der Präsident... Oder nein, ist vielleicht ein deutscher Trainer, weil der hat mit dem Thomas Dresen, der mit der Startnummer 28, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit meiner Vorbereitung da. Heute 25. 25? Ja. 25, wirklich? Ah ja, 25, natürlich. Ja, Oli, wir sind jetzt 11 Fahrer, tief
Wie sind deine weiteren Erwartungen an das Rennen? Wir haben jetzt natürlich 4 absolute Top-Cracks aneinander, die runter sind. Und aus Schweizer Sicht müssen wir nicht betrübt sein, es sieht an und für sich sehr gut aus. Also Podestplatz, unter dem Strich sage ich Marc Odermatt, seine Prachtleistung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemand übertrumpft. Ich habe so nicht das Gefühl, ja. Wenn, dann würde ich noch aufpassen, vielleicht auf Florian Schieder oder Vincent Kriechmeier, wo ich am ehesten noch sehe. Und sonst bin ich gespannt, was vielleicht auf Rang 3 noch zu machen ist. Rang 1 und 2 finde ich tendenziell schwierig noch zu angreifen. Ich glaube, Rang 1 und 2 sind einfach vergeben. Genau, aber Rang 3... Rang 3? Das wird ein spannender Kampf. Das wird noch Kampf geben. Als nächstes am Start, während wir hier Marc Odermatt mit etwas betrübter Miene sehen, natürlich verständlicherweise betrübter Miene. Als nächster kommt dann der Jack Crawford, nach ihm Florian Schieder und dann mit der Startnummer 14 Vincent Kriechmeier. Bei Jack Crawford aufpasst in der Canadian Corner. Weil er Kanadier ist. Ja, und die benannt ist nach den 2 Kanadier Dave Irwin und Ken Reed. Ah, sind die damals da gestürzt? 1976. Im gleichen Rennen, kurz nacheinander, am fast gleichen Ort. Oh. Und darum ist die Passage nach ihrem Heimatland benannt. Ja, ja. Ist auch eine beliebte Zuschauerplattform wegen dem. Ah, okay. Wegen den Stürzen. Ja, nein, einfach wegen dem Hang vis-à-vis, aber... Ja. Gestern haben wir einen Sturz gesehen im Super-G. Auch von einem Kanadier an dieser Stelle. Also, abgelegen in Schnee. Ah, okay. Nein, das war doch am Donnerstag in der ersten Abfahrt. Das war Jack Crawford, der da im Schnee lag. Genau. Zum Glück habe ich so einen guten Co-Kommentator, der mein Hirn ein bisschen unterstützen. Das bin ich, danke. Ich fühle mich sehr gerührt von dieser Aussage von dir. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, mit dir da am Mikrofon zu sein. Und wenn wir natürlich in der Strecke ein bisschen weiter runter schauen und wir da richtig in die Schikane gehen, mit über 100 Stundenkilometer. Schikane. Mit über 100 Stundenkilometer pro Stunde begegnen wir mit dem Kernes, die verrückteste Stelle vom Weltcup-Zirkus, oder für mich die verrückteste Stelle. Das liegt doch ein bisschen im Anbetracht vom Betrachter. Oh, Interview! Oh, ja, guten Tag, also hallo zusammen. Wir sind jetzt da oben, wir haben jetzt den Unterbruch, oder? Und ja, es ist halt ein bisschen schwierig momentan, das so können einzuschätzen und abzuschalten. Hier bei mir ist der Thomas, der ist Cheftrainer von den amerikanischen Skifahrern. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Ja, Thomas, was meinst du, wie ist jetzt das mit dem Unterbruch und wie fühlen sich die Skifahrer? Yeah, it's not very easy. Das ist der Yannick Mani. Ich kann ja Hochdeutsch sprechen, ich kann das, ja. Ich habe das dann gelernt. Ja, auf Ihre Frage, es ist schwierig, ich bin betrübt. Ja, und weshalb sind Sie betrübt? Ich muss die Schuhe binden. Ah, der Yannick Mani, das ist ein Schweizer Skifahrer. Oh nein. Oli, ja, ich habe da... Oli, du bist... Er sagt etwas. Ja, heisst. Jetzt ist besser. Ja, super. Wieso? Ja, was hast du denn für lange Unterhösli an da? Ich habe von C&A gekauft, das war Aktion. Aber ja, ich will jetzt nicht über Unterhösli reden. Und ja. Oh, Willi kommt uns auch besuchen. Du musst reden. Ja, und was ist jetzt das Ziel von deiner Vorbereitung da mit deinen Unterhösli und mit welchem Nummer startest du? Ja, ich weiss noch nicht, ich muss noch den Trainer fragen, aber ja, jetzt muss man schauen, ob es heute noch jemand aus dem Toi-Toi. Super, merci vielmals. Das Interview war höchst interessant. Das war also, ich glaube, unser... Christoph Innerhofer, sehen wir da. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Ein saurer Dürrenrang hier. Jetzt ist auch noch unsere Hauskatze hier herumgesandt. Ja, Interview müssen wir noch üben. Und Christoph Innerhofer, willst du etwas zu ihm sagen? Ja, Christoph Innerhofer, der stürzte im Super-G in Bormio ziemlich schwer. Und der hat sich effektiv eine tiefe Schnittwunde am rechten Waden, also an der rechten Wade zugezogen. Und die musste mit etlichen Stichen zugenäht werden. Und die Ärzte haben ihm gesagt, ja, er sollte bis Ende Januar keine Rennen fahren. Ja. Und das ist ihm so ziemlich egal. Der ist da trotzdem an den Start gegangen, bereits am Donnerstag, und wurde da, glaube ich, 18.
Oder? Das ist nicht richtig. Doch, mit Romet Baumann. Gemeinsam mit Romet Baumann auf dem 18. Du bist Platz. absolut richtig. Ja, ich bin auch ein bezahlter Spezialist. Und heute kommt er mit der Nummer 29, also ihm werden wir noch kommentieren. Ja, jetzt geht das Ganze natürlich leider ein bisschen länger aufgrund vom Kilde. Nils Hintermann, nicht eine einfache Situation für die Fahrer jetzt da oben, doch nach einem langen Unterbruch. Mhm. Der Unterbruch dauert jetzt hier etwas länger, weil in der Schweiz, also bei den Schweizer Skirennen, werden die Fahrer jeweils direkt auf der Piste behandelt. Und ich hoffe, das war nicht Blut, das sie da weggewischt haben. Ach, Herr Jemine. Nur der Gecki. Der Sturz ist nicht mehr gekommen in der Wiederholung. Ich finde es auch fair, dass sie den Sturz nicht mehr zeigen, weil das war ein übler Sturz. Das war nicht schön. Und da, der macht auch ein bisschen Yoga. Ja. Ja, Olli, was kannst du uns über diese Aufwärmübungen sagen? Welche Muskelgruppen werden da speziell aktiviert? Du als Spezialist und Physiotherapeut. Ja, jetzt kann ich mein ganzes Wissen auspacken. Also insbesondere natürlich die Bänder. Warum? Wir haben sie in den letzten Rennen gesehen. Die müssen gedehnt werden, die Belastbarkeit wird gesteigert, wenn man die natürlich reizen und dehnen. Das ist so ein bisschen wie, mit was kann man das vergleichen? Vielleicht mit einem dünnen Kerzchen, wie Kerzenwachs. Weißt du, die ganz dünnen Kerzchen, wenn du die wärmen, dann kannst du die leicht verbiegen. Wenn sie aber kalt sind, dann knicken sie sofort. Insbesondere wenn sie draussen im Schnee liegen. Knack! Sofort gebrochen. Ist ein bisschen ähnlich. Und genau, ja. Ja, danke für deine fachmännische Information. Du hast gefragt nach Muskeln. Ja, Muskeln, ja. Ja, also das ist ja... Also Olli dehnt nur seine Bänder, die Muskeln wärmt er nicht auf. Die Muskeln sind ihm egal. Die Muskeln werden dann automatisch warm. Aber Muskeln, der Aufbau, der muss im Vorfeld auch stattfinden. So, der Helikopter ist jetzt im Anflug ins Zielgelände. Und der geht ab auf Interlaken. Ja. Außer das ist schlimm, dann entscheiden sie vielleicht auch für Insel. Ja, so hart kann das manchmal sein, das Skirennen. Was geht eigentlich für Gedanken durch den Kopf? Ui. El Gato, die Katze dreht durch. Willi die Hauskatze. Willi die Hauskatze. So, jetzt, ja... Guten Flug, Alexander Omot-Kilde, gute Besserung. Wir hoffen, dass du sehr, sehr bald wieder da am Start sein wirst. Wir werden dich natürlich... schmerzlichst vermissen, ja. Aber, ja, das ist so geht das halt. Der unschönste Weg, wie ein Skifahrer dort kann verlassen. Absolut. Oh, der Dominik Paris. Ja, Dominik Paris, wie geht es Ihnen heute nach dem Sturz von Alexander Omot-Kilde? Ja, ich bin traurig, ich wünsche mir das nicht. Es ist schwer, sich zu konzentrieren und freuen ab den Ergebnissen. Meine Fahrt, ich war nicht zufrieden, aber das Programm, das ist einfach zu viel. Ich glaube, das geht nicht. Ich mache mir Gedanken. Ja, das verstehen wir natürlich. Ihre Fahrt selbst, wie schätzen Sie die ein? Ja, ich habe über die ganze Strecke wenig Zeit verloren. Die letzte Konsequenz hat gefehlt. Unten die Energie die hat nachgelassen. Aber ich habe mein Bestes gegeben und ich habe nicht eine schlechte Woche gehabt. Und muss mich jetzt stärken und fokussieren auf die kommenden Rennen in Kitzbühel. Ja, vielen Dank. Okay, dann wünschen wir dir alles Gute. Prost. Und ja, wie geht das weiter jetzt? Was machen Sie heute noch? Ja, jetzt ich fokussiere mich ziemlich zurück. Ich werde noch einige Sachen noch anschauen heute und versuchen das Wetter ein bisschen zu genießen und dann schauen wir weiter. Ja, vielen Dank. Danke. Nein, wie finden Sie die Schweizer Fans? Das Interview geht noch weiter, sorry. Das ist unglaublich. Ich mag die Schweiz, ich mag die Fans, ich mag Alpenmagrone, die ist hier immer gut im Zielraum und ja, das ist eine meiner Lieblingsstrecken, auch wenn ich sie nicht ganz so gut im Griff habe. Aber ich komme immer hierher und wer weiß, vielleicht nächstes Jahr... Ja, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Finde ich super, ja. Vielen Dank für das Interview. Ich komme wieder und gute Zeit, ich freue mich. Und es war eine Challenge, Herausforderung, das liebe ich. Es ist jetzt aber genug und ich werde bald
bald schlafen gehen. Ja, ich trinke noch ein Red Bull, aber dann bald... Trinken Sie einen Red Bull und gehen Sie dann schlafen? Ja, genau. Ja. Okay, vielen Dank für das super lange Interview. Ja, ich finde auch, es war eine Freude. Ich könnte das schon mal unterbrechen, aber ja, ich verstehe halt, ihr müsst etwas Zeit schinden und ich helfe gerne, auch wenn ich noch viele Medientermine habe, aber ja, alles Beste an Kilde. Ich bin überzeugt, ihr gewinnt nächstes Jahr das Lauberhornrennen, das wäre verdient. Ja, das sehen wir auch so. Kilde for the win und Dominik Paris. Ja. Alles Gute in Kitzbühel dann auch und Danke. Ja, machen Sie es gut. Danke, ciao. Ja, das war ein sehr langes Interview jetzt. Ja, was haben die wohl geschwätzt? Ja, ich weiß es auch nicht. Also, die haben sich das halbe Interview lang nur verabschiedet. Ja, wir sind vorher beim Kernessen bleiben hängen und dort ist ja auch spannend, vielleicht die Geschichte dahinter, warum die Stelle so heisst. Erzähl uns etwas von der Geschichte, ja. Der Sieger von 2003, natürlich der Bruno Kerne. Kerne Bruno. Den ich selber nur noch als Kameramann kennt. Ups, hoi, der Frosch ist davon. Ist 1997 rückwärts, dort beim blauen Netz, rückwärts ins Netz reingeknallt und furchterregend ins Netz so brutal wieder vorgespickt worden, auf die Piste zurückgeworfen. Also wirklich eine ganz krasse Szene, ist auf SRF oder auf der offiziellen Lauberhorn-Abfahrtsseite anzuschauen, wenn man das will. Unverletzt bleiben. Aber das ist halt echt die Stelle, das kurze, vorsichtige Andriften zu Beginn von der Rechtskurve braucht es einfach, um die Sturzgefahr zu minimieren, ausser wenn man so ein Techniker ist wie der Odermatt. Und gleichzeitig den optimalen Tempoerhalt zu behalten, das ist einfach ein riesen Kampf. Das ist sehr, sehr schwierig und anspruchsvoll dort. Du bist ja selbst auch schon das Lauberhorn mehrmals heruntergefahren und hast das Rennen im Jahre 2017 ja für dich entscheiden können. Wie war das für dich? Was war das Schwierigste, dass du, Bröstli und der Gute, dass du da so in Erinnerung hast? Das Schwierigste, ja, für mich ist es, sage ich mal, auch die spezielle Anreise mit dem Bändli rauf. Der ganze Trubel, wenn man schon im Bändli ist und die Leute schon wirklich fähnen und feiern und schreien, das ist natürlich enorm. Also da ist man sich bewusst, wow, was ist da los? Was bedeutet das diesen Menschen? Und das ist natürlich schon gewaltig. Und ich glaube, die mentale Seite hat mich fast am meisten herausgefordert. Aber ich hatte natürlich nicht so ein straffes Programm gehabt wie die anderen. Ja. Von dem her, ja. Also die Technikstellen sind natürlich unglaublich schwierig. Aber das liegt, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen im Blut. Ja, es gibt halt diese Wow. Hey, da purzelt ein junger Bub den Hang hinunter. Mit Handy in der Hand. Hui. Ja. Die heutige Jugend, die kann gar nicht mehr ohne Mobiltelefon. Und jetzt hier bei mir der Justin Mürisier. Justin Mürisier, Sie sind ja heute ziemlich stark gestürzt. Ja, ich habe Glück gehabt. Es war ein heftiger Aufprall im Russische-Sprung, aber ich habe den Glück gehabt. Nicht der Russische-Sprung, die Traverse. Traverse? Das ist doch der Russische-Sprung. Traverse, ja. Ja, das ist schade, aber Ihnen geht es gut, also... Ja, ich habe keine Schmerzen, ich bin glücklich, dass ich heil rausgekommen bin, aber ich hätte gewünscht, heute ein Top-Resultat zu machen. Ich glaube, da wäre noch etwas drin gelegen, ich fühle mich gut, aber ich habe immer noch ein gutes Mindset und werde das in den nächsten Rennen abrufen und in Kitzbühel wird nicht einfach, aber ich glaube, ich werde voll angreifen und heute war nicht optimal, aber ich hätte auch schlimmer sein können, jetzt wenn wir Kilde anschauen, müssen wir uns bewusst werden, ich hatte Glück. Ja, sicherlich. Was sagen Sie zu dem dichten Rennprogramm? Nichts. Okay. Ja. Der Schüster Mürisier, der will da gar nichts mehr dazu sagen. Falls jemand jetzt hier nicht rauskommt, der das Ganze nur hört, es wird das ganze Video hoffentlich auch auf YouTube geben. Genau, das dient eigentlich dazu, dass ihr auch das Rennen nachschauen. Wenn natürlich jetzt alles so SRF ist, es geht bald weiter, schaut, dann könnten wir das gar nicht aufladen. Richtig. Ja, jetzt haben wir diese Pause zu Ende. Schnittverletzungen im Gesicht. Alexander Omo-Kilde muss mit dem Heli aus dem Zielraum abtransportiert werden. Das ist doch Blut. Das war Blut, ja. Ach du Scheiße, hoffentlich hat ihn Michaela Schifrin immer noch gern. Das war jetzt hure gemein, sorry, möchte mich für den Kommentar entschuldigen. So,
nächster Rennstart, dann müssen wir fast rausschneiden, das ist so gemein. Ja, da können wir darüber reden. Egal. Nein. Okay, nächster Rennstart. Jetzt James Jack Crawford. Aufgepasst auf Canadian Corner. Ja, er jagt seinen ersten Abfahrts-Weltcup-Sieg und jetzt ist er da oben gestartet. Oliver, nimm uns nochmals mit auf die gesamte Strecke der Lauberhorn-Abfahrt 2024 hier im wunderschönen Berner Oberland in der Schweiz, in Europa, auf der Welt, im Universum. Fantastisch. Danke, du hast ja schon alles gesagt. Jetzt hier gehen wir richtig Russisprung. Hui, gute Sache. Ja, sehr aerodynamisch seine Hockeyposition. Jetzt hat es ihn vorhin beim Sprung aber ein wenig aufgestellt. Und schau, da war Crawford. Da, jetzt die nächste Welle ist da, wo der Schusstag gestürzt ist. Das ist in Traverse. Traversenschuss, da kommt er daher. Jetzt haben wir eine schwierige, eigentlich eine lange Kurve. Und jetzt, da fährst du einfach eigentlich völlig die gegengesetzte Richtung, bis du endlich kannst rumhaben zu diesem Hundjob. Mit 39 Hundertstel Rückstand kommt er da zum Hundschopf. Und da fliegt... Ui. Er hat aufgesetzt. Er ist eher rechts drüber gefahren. Aha. Eher spät um die Kurve. Das hat Zeit gekostet. Das war jetzt nicht die direkteste Linie gewesen. Treibt ihn eher weiter runter. Das war jetzt der Canadian Corner. Da lag er am Donnerstag im Schnee. Aber der Sarrazin ist auch weiter unten und hat trotzdem ein enormes Tempo gehabt. Aber beim Crawford jetzt weniger. Beim Crawford sehen wir auch bereits einen Rückstand von 1,28 Sekunden vor Einfahrt ins Brückli. Wie sieht es jetzt nach dem Brückli und der Wasserstation aus? Olli, du darfst das sagen. Ab durchs Nadelöhr. Das Tempo ist eher tief, da kommt etwas dazu. 2,43 Sekunden der Rückstand. Fährt da jetzt vielleicht der lange Unterbruch im Kopf mit? Kann das sein? Das ist sehr gut möglich. Lange Drehen. Jetzt ist schon so ein Moment, wo sie dann noch mal eine Zwischenbilanz ziehen können. Das sieht super aus. Ja, diese Schwünge. Nicht an den Türchen dran. Treibt ihn eher ein bisschen links. Oh. Da in den Haneckschuss reingesprungen. Jetzt Höchsttempo, das ist das höchste Tempo vom ganzen Weltcup. Über 3 Sekunden der Rückstand. Ja, da stimmt etwas nicht. Das kann die Abstimmung sein oder eben die Belastung wegen dem Sturz von Alexander Omotkilde. Das ist nicht die letzte Überzeugung drin. Nein. Man hat so gesehen, im Kern-Estet hätte er nicht stemmbögeln müssen. Ui, und auch bei ihm wird es knapp. Da. Achtung, jetzt hoffen wir, der behaltet echt die Energiereserve. Einfach durchkommen, umziehen. Ja, Ziel ist kein Problem. Da ist ein Stück Sicherheit da drin. Ja. Über 4 Sekunden Rückstand, ja. Ich glaube, da fuhr eine gewisse Angst mit. Er verlässt den Zielraum auf direktem Weg. Ja, das ist natürlich nicht optimal gewesen. Nein. Ich habe ein etwas mulmiges Gefühl für den weiteren Verlauf des Rennens, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch schade, weil eigentlich die ersten 12 Fahrer drinnen sind dennoch über eine Stunde schon hier. Und ja, das ist einfach der Skisport. Das ist der Skisport und wir hoffen natürlich, dass das Rennen nun gut weitergeht. Als nächster an Start der Florian Schieder. Der wurde am Donnerstag Vierter in der Abfahrt. Jetzt mal schauen, was der schafft. Ausgang Traverse. Ja, was sagen wir da zu der Linienwahl, Oliver? Tempo ist nicht schlecht. Tempo ist gut. 4 Zehntel. Ja, der Florian Schieder, der kommt ja immer besser in Fahrt. Der war letztes Jahr bei der Streifabfahrt, wurde er Zweiter, grandioser Zweiter. Und er ist bereits 3-mal in die Top 10 gefahren. Minstkante. Etwas verdreht. Und der nächste Sturz. Zum Glück. Wo ist er? Er ist zum Glück nicht in die Netze. Er hat sich in der Luft versucht, mit dem Körper zu drehen, aber die Ski... Ja. Die sind zu weit gegen das Netz. Ja, da hatten wir hätte er vor dem Sprung schon müssen ein bisschen... Ja, und hier, schau, da drückt sie ihn zu fest nach hinten. Oh, der hat noch den Kopf an der Piste angeschlagen. Ja, ich hoffe, seine Hand... Jetzt, da, okay. Schau, Achtung und... Zack, schau mal, wie er auf... Doing! Bonk! Ei. Das hat geschmerzt. Aber das zeigt hier einfach Profis. Aha. Jetzt haben wir da ganz komische Hintergrundgeräusche, wir entschuldigen uns. Das ist Kommentatoren nebendran, die Italiener. Ja, und diese zwei, die diskutieren jetzt. Ich glaube, die wollen gar nicht mehr so richtig zuschauen. Ja, das ist wirklich einfach, jetzt ist irgendein...
Ja, wir hören jetzt die Funksprüche. Ja, das sind die Funksprüche, genau im Hintergrund. Aber hast du es verstanden? Ich kann es nicht verstehen, was sie sagen, nein. Ja, das liegt jetzt... Wie ist eigentlich die Stimmung jetzt in diesem Starthäuschen? Ja, das ist eine gute Frage. Hoppala. Ja, hast du fast den Tisch gekippt. Ja, 20 musst du Sekunden. etwas vorsichtig sein. So, bis nächster der Start. Vincent Kriechmeier die Strecke in Angriff nimmt. Und der Mann ist ein Profi. Wenn einer jetzt alles reinhaut, dann er. Das ist mein Favorit, der noch da oben steht. Der andere ist der Scheider, der leider ausgeschieden ist. Ausgeschieder. Also, Vincent Kriechmeier aus Österreich, 32-jährig, bereits einmal Abfahrtsweltmeister, jetzt auf der Strecke. Ja, und hier legt er los wie die Feuerwehr. Er ist ja einer, der hat einen sehr schönen Fahrstil, sehr sanft auch. Ja. Und wenn er jetzt seine Technik voll ausspielen kann, dann sollte er oben ja fast einen Vorsprung haben. Das ist ein guter Start. Wunderschöner Flug. Wow. Attackiert. Das war jetzt ganz, ganz toll. Und jetzt? Jetzt geht es weiter Richtung Traversenschuss zu dem Sprung, wo Schüstemürisier zum Verhängnis wurde. Das grosse S vor dem Hundschopf. Wie steht da der Kriechmeier in der Zeit? Kriechmeier kommt hier mit 600stel Vorsprung an. Das wird jetzt ein Kopf-an-Kopf-Duell geben mit Marco Odermatt. Aber der Odermatt ist diese Kurven und diesen Sprung hier so genial gefahren. Weiterer Sprung als beim letzten. Ja, und jetzt diese schwierige Passage. 3 Zehntel von der, hat über den Hundschopf 3 Zehntel, das ist doch... Das ist doch eine beachtliche Zeit, die da Marco Odermatt zwischen sich und Kriechmeier legt. Da muss er jetzt alles riskieren. Und tiefe Einfahrtsgeschwindigkeit bügelt. Ja, das kommt aber gut. Schau, der zieht jetzt schön durch, etwas weit nach oben für meinen Geschmack. Tempo nicht optimal. 77,7 km/h schnell. Der Mann, der gerne den Film Gladiator schaut und Breakstuff von Limp Bizkit hört, um sich aufzupuschen. Jetzt zieht er hier durch langen Tränen. Ja, er verliert stetig, aber das kann er. Das ist super. Ja, er fährt direkt. Ich stelle eine Theorie auf, der wird sich heute sicherlich noch etwas entspannen wollen. Und er hat mal bei einem Interview gesagt, dass er zum Entspannen, dass er zum Entspannen gerne die Pox Rucker Sisters hört. Und das wird er sicherlich heute auch tun. Aber er hat hier schon 1,7 Sekunden Rückstand auf den famosen, grandiosen Marco Odermatt. Wir erinnern uns daran, Dominic Paris, Platz 3 mit 1,92 Sekunden Rückstand. Und hier das wird das Duell zwischen Meier und Paris. Ja, Kriechmeier und Paris. Das wird ein Duell. Kriechmeier mit 1,96 Sekunden Rückstand bei der letzten Zwischenzeit. Jetzt nicht ganz so schön tief. Durchs Ziel. Rang 4 mit 2,49 Sekunden Rückstand. Ja, die Österreicher, die sind nicht ganz zufrieden. 2,5 Sekunden Rückstand auf Marco Odermatt. Das ist schon eine größere Distanz da. Ich bin einfach dankbar, ist er im Ziel. Ja, da der Sprung in den Haneckschuss, da hat der Rücklage. Ja, das benötigt dann auch. Die Katze ist auf die Küche geklettert. Ist die schon mal dort oben gewesen? Ja. Und jetzt als nächster Mr. Ricola, Nils Hintermann. Alle Nils. Was zeigt er? Es Sieht hat alles. eine große Lücke von Platz 2 zu Platz 3. Und jetzt benötigen wir eine starke Fahrt von unserem Krütli-König. Und gleiten kann er. Also da oben, da liegt für ihn etwas drin, wenn seine Mentalität es zulässt. Gib alles. Der Zürcher kommt zur ersten Zwischenzeit mit 15 Hundertstel Vorsprung auf Marco Odermatt. Aber jetzt, wir wissen noch, wie viel Zeit das Marco Odermatt auf Kriechmeier hier in diesem Abschnitt gut gemacht hat. Kurzer Sprung, das ist nicht schlecht. Ja. Jetzt dranbleiben, über Minschkante. Ja, fantastisch. 42 Hundertstel zurück, das ist sehr gut, das kommt gut. Ja. Jetzt einfach weiter so. Das ist gut, das ist hoch. Das ist gut, das sieht gut aus. Jetzt eine enge Passage. Brücklies, das ist für ihn sehr, sehr schwierig. Kaum bremsen. Er zieht da auch Odermatt-Style rein. Und jetzt in Taki. Boah, aber das Tempo ist zu tief. Oder? Ja, das ist ein tiefes Tempo. Das leider. war ein tiefes Tempo. Marco Odermatt hatte da 81,6 km/h drauf und deshalb über eine Sekunde verloren, der Nils Hintermann. Aber das könnte noch Angriff auf Paris geben. Ja, aber hier in dieser Strecke, da lebst du vom Tempo von Brücklies, oder? Ja.
Wir sind gespannt. Das wird jetzt wohl oder übel eine schwierige Aufgabe für Nils Hintermann, aber wir haben Vertrauen in sein Können. Und jetzt hoffen wir, dass auch Nils Hintermann diese Passagen bis ins Ziel mit Vollgas fährt. Mit was für einem Speed? Was hat er echt drauf? 1,9 Sekunden Rückstand. Jetzt muss er sich sputen, damit der Dominik Paris noch abfangen kann. Das wird knapp. Silberhornsprung. Wunderschön. Gut gesprungen. Und jetzt aufpassen auf diese kritischen Stellen, welche hier noch gleich kommen. Da kommt er schön durch. Jetzt fährt er gegen Vincent Kriechmeier. Kriechmeier auf dem 4. oder 5. Platz mit 2,49 Sekunden Rückstand. Und das jetzt Nils Hintermann, Rang 7, 2,74 Sekunden Rückstand. Schade. Aber trotzdem, Gratulation. Der ist ausgepumpt. Ja, Nils Hintermann, einer der Lieblinge des Schweizer Publikums. Echt ein lustiger und eine tolle Person. Auch in den Interviews ist er jeweils der amüsanteste. Wir hoffen natürlich, dass wir heute noch ein Interview mit Nils Hintermann haben. Oh ja. Ja, aber hier Also mit mir selber. Richtig. Da sabbert er noch. Da ist noch ein bisschen Schnee in die Fiege gekommen. Ja. Unglaublich. Als nächstes der nächste Schweizer. Der Stefan Rogentin. Und jetzt ist er gestartet, der Stefan. Ja. Der 29-Jährige. Der geht da sehen wir ein bisschen mehr. Nein, das ist schon im Hundjob gefunden. Lenzerheide kommt er her, dort wurde er geboren, so, jetzt ist es gegangen. Der fuhr bereits 8-mal in die Top 10 und wir drücken ihm die Daumen, dass dies heute auch geschieht. Über die Menschkante, wie löst er dieses Problem, Oliver? Ja, das ist gut. Ui, jetzt ein kleines Zögern. Aber das Tempo ist nicht schlecht. Ja, das Tempo, das sah nicht schlecht aus. Mittlerweile hat er aber bereits einen Rückstand von 8 Zehntel. Ja, da hat er ein bisschen zweimal bremsen. Das ist eher eine Nummer auf Vorsicht gemacht. Das war aber doch, das ist gut. Das Ausfahrtstempo, das passt. Das war jetzt sehr gut. Jetzt sind wir gespannt auf die nächsten Zwischenzeiten. 1,84 Sekunden, da wird er auch gegen Vincent Kriechmeier fahren. Der fast ein bisschen direkt. Ja, das war etwas zu weit nach rechts heraus, dieser Sprung. Aber er macht das gut. Ja, 2,34 Sekunden, da wird jetzt auch... Aber das zeigt doch einfach die Fahrt vom Odermatt. Also Odermatt, was der hier gemacht hat, das ist absolut unbegreiflich. Ja, jetzt da heikle Passage, komm bitte schön durch, ja, sehr gut. 2,65 Sekunden der Rückstand bei der letzten Zwischenzeit im Ziel. Jetzt fährt er rein. Das kostet noch ein bisschen. Ja, 11. Zwischenrang mit 3,23 Sekunden Rückstand. Irgendwie... Schade, aber nicht schlechte Leistung. Ja. Irgendwie ist da etwas jetzt die Angst drin in dem Rennen. Der Respekt ist sehr groß. Ja. Sehe ich das richtig? Absolut. Ja. Der ist, glaube ich, in den Wohnzimmer die spürbar. Ja. Ja, Nils Hintermann nicht zufrieden. Ich würde gerne wissen, was das die einander da erzählen. Stell dir vor, der Odermatt, der gewinnt das Rennen von der Rennen. Und dann noch irgendwo eine Betrübtheit. Ja. Ryan Cochran-Siegel, aktuell unterwegs. Hohes Tempo und 1300 Vorsprung vor dem Hundschopf. Der Mann, der am Donnerstag bereits Sechster wurde in der ersten Abfahrt, der Amerikaner. Hey Mann, ich ein Amerikaner. Fährt jetzt auch da durch den Canadian Corner. Treibt ihn eher weit runter. Mhm. Ja, der ist bekannt für seinen riskanten Fahrstil, der Ryan Cochran-Siegel. Der wurde beim letzten Rennen, also Lauberhorn-Abfahrt 2023, wurde er nicht gewertet, da er ausgeschieden war. So, rein in den Tunnel und raus in Langentrayen. Oh, da haben wir doch wieder einen großer Rückstand. Ja. 1,93 Sekunden der Rückstand aktuell von Ryan Cochran-Siegel. In den langen Dreien, das ist einfach... Ein Topspeed jetzt generiert durch den Haneckschuss. 150,4 der Topspeed von Ryan Cochran-Siegel. Bis zum Haneckschuss dort verlieren viele Zeit und unten ist noch einigermaßen kann man es haben. 2,41 bei der nächsten Zwischenzeit. Da fährt er jetzt in die Gegend von
Nils Hintermann oder Stefan Rogentin. Nils Hintermann auf dem Nummer 7, ich glaube Platz 7 aktuell jetzt im Ziel. Ryan Cochran-Siegel mit 2,77 Rückstand auf Rang 8 direkt hinter Nils Hintermann. Ja, er scheint zufrieden, er jubelt. Ja, das ist super. Ja, ich glaube, jeder, der einfach in das Ziel kommt, der darf auf die Schulter klopfen und sagen, ja. Platz. Der Mann, der seit neuem Davos Klosters als Kopfsponsor trägt, um so natürlich Werbung für dieses wunderbare Schweizer Dorf zu machen. Ja, der Hetzki, sein Sponsor, sein Material des Tempos, da nächste am Start. Romet! Baummann. Baumann natürlich. Ursprünglich für die Österreicher gefahren, die haben rausgeschossen, so jetzt ist er bei den Deutschen. Richtig, ist verheiratet, hat 2 Kinder und aktuell 7 Zehntel Rückstand bereits bei der ersten Zwischenzeit. Das muss ich jetzt aber klar sagen, der Rückstand ist zu groß. Unangenehme Pause. Da bereits mit 1,38 Sekunden Rückstand bei der Menschkante und beim Canadian Corner durch. Und dann geht es weiter. Der Mann, der gerne in seiner Freizeit Golfen, Tennis, Radfahren geht. Ja, das wunderbar. Alles, was wichtig ist, sagen. Alles zusammen, er macht immer alles zusammen, genau. Der hat den Schulabschluss an der Matura am Ski-Gymnasium in Saalfelden gemacht und der Zug ist oben drüber gefahren bei seiner Durchfahrt. Lange Drehen, was hat er gekostet? Ui, das ist aber noch ein grosser Rückstand. 1,5 Sekunden zusätzlich dazugekommen. Ich habe nicht geschossen. Und auch er fährt etwas passiv jetzt hier. Nach unten 3,12 Sekunden der Rückstand. Das ist schon unglaublich. Wir sind jetzt immer so in den 2-3 Sekunden drin. Normalerweise ist das schon nicht so ein grosser Abstand auf den ersten. Ja, aber schau, der fährt extrem aufrecht. Da ist keine Kraft mehr da. Das ist jetzt einfach nur noch runterkommen. Ja, jetzt habt ihr einfach. Ja. Und deshalb ist diese zweite Abfahrt so verdammt gefährlich. Weil es sind Top-Athleten. Die sind maximal trainiert. Aber schau, der hat kaum mehr Kraft, um zu bremsen. Ja. Ach. Schau jetzt. Hei. Ja, da werden sie den Rennkalender nochmals überdenken müssen. Ja. Also ich hoffe, Fischi gibt dem Kill den grossen Blumenstrauß. Mit der Blumenstrauß kann er nichts anfangen. Die sollen seine Spitalrechnung zahlen. Ja, das macht sie sowieso, oder nicht? Nein. Nicht? Nein. Ja, Item. Als nächster am Start. Cameron Alexander. Canadian Corner aufgepasst. Ein Kanadier. Panda schmunzelt. Panda, komm doch auch kurz zu uns. Sie will nicht, okay. Sie will da dezent. Guter Start. Ja, guter Start. Boah, da hat eine direkte Linie in den Hund. Ui, weiter Satz. Muss ein bisschen korrigieren, damit er da wieder rumkommt. Hoppa. Und jetzt Canadian Corner. Umschlagen. Das hat jetzt so eine fiese Welle beim zweiten Tor, also vor der Einfahrt ins Kennes. Und dort ist oft läuft es ein bisschen weiter runter. Wow, ein starker Bremser jetzt hier, Einfahrt Kernenes. Aber da schön durchgezogen. Das Timing dieser Kurvenansätze war jetzt ganz toll bei Cameron Alexander. Das stimmt. Man sieht eigentlich, so eine weitere Taktik ist, dass sie eben schon früher hinten bremsen. Dass sie vorne nicht mehr müssen bremsen. Aber bis jetzt hat sich keine von diesen Taktiken wirklich bewährt. Nein, und trotzdem hat er 1,84 Sekunden Rückstand jetzt im Haneckschuss drin. Da bereits 2,29. Boah, ich glaube, der Unterbruch hat dieses Rennen wirklich gestört. Obwohl, nein, Marco Odermatt hat jetzt 2,55 Sekunden... Ui, Sturz schon wieder, verdammt. Von Siegel. Nein, von Cameron Alexander. Oh je, ja natürlich. Was ist passiert? Weggerutscht. Innenskifehler und weggerutscht. Das ist jetzt vielleicht auch eine Ermüdungserscheinung, aber auch ein Fahrfehler. Ja, das könnte auch ein Fahrfehler gewesen sein. Oder Matt schüttelt den Kopf. Ja, er ist vielleicht noch gefangen. Wir hoffen, er kann einfach nicht aufstehen wegen dem Netz und nicht, weil er sich verletzt hat. Wir hören kurz rein, was hier erzählt wird zu unseren
Co-Kommentatoren. Ja, Cameron Alexander, er steht. Jawohl. Er hat die Hände. Ja. Entwarnung. Ja, da sind wir also sehr froh. Und jetzt Andreas Sander ist gestartet. Der wird wohl abgewunken werden, weil da unten halt der Cameron Alexander immer noch neben der Piste ja, das ist liegt. Jetzt natürlich gefährlich. Das wird jetzt gefährlich. Ob sie da in dieser Zeit weg mögen? Wir hoffen es natürlich. Andreas Sander, der Deutsche, 34-jährig, hier mit 1 Sekunde Rückstand bereits. Ui, die Welle da treibt kommt der tief hin und weit runter. Und dann müssen sie jetzt natürlich fast bergauf fahren, um auf den Alpweg reinzukommen. Tiefes Tempo, 9 km pro Stunde langsamer als Topgeschwindigkeit. Boah, ja, das macht dann etwas aus, oder? Und jetzt kommt dann in langen Reihen eigentlich die Stelle, wo er abgewunken werden muss, wenn der Cameron Alexander immer noch in den Netzen liegt. Ja, jawohl. Und da sehen wir es. Abgewunken. Andreas Sander abgewunken wegen dem Sturz von Cameron Alexander. Ui, das gibt jetzt noch einen längeren Unterbruch, weil der muss jetzt wieder mit dem Heli starten. Ja, Andreas Sander, der wird jetzt unten in einen Helikopter verfrachtet. Und da sehen wir, wie die gelbe... Der steht ja mitten auf der Piste. Boah, der hat auch noch Mut mit der gelben Fahne. Das ist ja noch... Das habe ich ja noch selten gesehen, dass er auf der Piste steht. Wieso stand er mitten auf der Piste? Die sind sonst auch... Die stehen neben den Toren, aber nicht auf der Ideallinie. Ja, und jetzt, was geht wohl ihm durch den Kopf? Ich meine, der ist ja so müde von all diesem Programm. Cameron Alexander unten im Ziel, Gott sei Dank. Auf den Beinen, unverletzt. Ja, und jetzt muss der alles... Er ist doch schon einiges gefahren. Ja, der war schon sicherlich 1,5 Minuten unterwegs. In der langen jetzt, was ist hier passiert? Ein Verschneider. Das war ein Verschneider, hast du es gesehen? Die kurze Zuckung vom Bein, dann hat die Ski zusammengeschlagen und ihn einfach rumgehauen. Ja, sind wir froh, dass es ihm gut geht. Das Rennen ist ja unglaublich. Ja. Alexander was die zwei mit Odermatt im Austausch. Ja. Ja, das ist ein schwieriges Rennen. Das macht mich nervlich kaputt. Willi, unsere Hauskatze, die schaut da von oben zu, hat den besten Platz im ganzen Haus. Wo die Kleine ist, die kleine Ivy, das wissen wir aktuell nicht. Oliver macht hier Katzenanlockgeräusche, aber es scheint Willi nicht zu interessieren, während Andreas Sander hier Richtung Ziel fährt, um möglichst schnell und bald wieder am Start stehen zu können. In langen Drehen sind sie etwa schon 1 Minute 40 unterwegs. Ja. Schau mal, die Skienden die Skienden haben das Netz berührt. Wie Sarrazin. Ja. Gestern. Was für ein Akrobat-Psychopath. Und jetzt, der hat eigentlich nur ein zusätzliches Rennen dabei und jetzt muss ich weiß nicht, wenn ich jetzt der Sander wäre, ich würde verzichten. Was wird jetzt wohl hier diskutiert? Soll ich nochmal gehen? Nee, ist das nicht gefährlich? Der hat den Helm geöffnet. Ich hoffe, er hat den Helm beim Start geschlossen gehabt. Ja, für die ist das jetzt so, das war ja Nummer 60. Ist ja egal. Ja, ich hätte mir wahrscheinlich schon 3-mal das Kreuzband gerissen beim hier herunterfahren. Schlechter Witz, Entschuldigung. Next Racer starts in 50 seconds. Heisst das, der Sander kommt später noch dran? Ja, Sander wird jetzt wieder raufgeflogen, wenn er den Start nochmal wahrnimmt. Es sieht ganz danach aus. Der kommt jetzt mit dem Helikopter nach oben und wird dann eingereiht in das Klassement, also in die Startliste. So, nächster am Start. Babinski. Stefan Babinski aus Österreich. Was ist mit ihm? Das Weltcup-Debüt hat er am 1. Dezember 2019 gegeben. Letztes Jahr in Wengen fuhr er auf den nicht so starken 41. Platz, aber auf dieses Jahr hat er sich stark verbessert. Erste Abfahrt in Wengen, letzten Donnerstag, fuhr er auf Platz 15. Jetzt schauen wir, wer heute liefern kann. Oh, er hat dieses Jahr sogar schon eine Top-10-Platzierung gehabt in Gröden. Da wurde er Sechster. Sensationell. Oliver, ich übergebe dir kurz das Mikrofon, weil ich habe Durst. Ui, es verschlägt ein bisschen die Ski, aber es sieht angriffig aus.
Russischsprung. Babinski. Hinter der Kamera. Ui, weiter Satz. In der Traverse, richtig Hundschopf. Ich habe das Blatt von Stefan Babinski verloren. Ich bin ein schlechter Moderator. 48 Hundertstel Rückstand bei der ersten Zwischenzeit. Hey, die fahren 45 Sekunden und dann kommt erst die erste Zwischenzeit. Ich finde das... Ja, das ist unglaublich. Viel zu lange. Jetzt Minstkante. Achtung, die Welle. Ui! Die wird Babinski auch zum Verhängnis. Das ist unglaublich. Oi. Was macht man denn? Da muss man entweder höher rauf oder ein Stück unten bleiben. Das ist... Oder einfach super zentral über dem Ski stehen. Weil ihm hat es jetzt... Rechts hat der Sturz. Habt ihr Sorge, stang doch nicht gerade auf. Dir fällt... Hallo, du hast deinen Ski verloren. Hallo. Stefan Babinski. Prallt im Kern es in die Bande. Aber Daumen hoch sofort, da ist nichts passiert. Zum Glück. Schauen wir jetzt hier nochmal diese Canadian Corner an. Da hat es so viele Schläge. Hä? Und dann lüpft es, Achtung, ui, mit dem Innenski, der Ski lüpft es rauf und dann, wenn das Körpergewicht gegen links neigt, in dieser Steile drin, treibt es die einfach in das Netz ab. Und dann Innenskifehler im Kernnetz. Das ist gerade ein bisschen zu direkt. Einfach runter. Oh, Achtung. Jetzt da Aufprall in die Airfences und da... Ja. Spektakuläre Aufnahme. Ja, definitiv. Wir sind froh, hat er sich hier dabei nicht verletzt. Ja. Oh, jetzt Airbag. Schau mal, wie er die Bindung hinten auftun muss. Ach, das sieht man jetzt nicht. Hier sehen wir Andreas Sander auf dem Spaziergang. Und jetzt hier Stefan Babinski, Gott sei Dank bei guter Gesundheit. Wie viele Fahrer schon ausgeschieden? Das Es sind viel zu viele Fahrer ausgeschieden. Das ist ein Hochrisikorennen heute. Ja. Und wir haben den Sturz von Alexander Romot-Kilde. Wir hatten den Sturz von Cameron Alexander. Wir hatten jetzt den Sturz von Stefan Babinski. Ja. Und dann, halt einfach einige heikle Szenen. Aber die 2 freien Tage, hoffe ich, können sie zu vollem nutzen. Ja, ich hoffe es, ja. Und jetzt sehen wir hier Andreas Sander, der läuft da zum Helikopterstartplatz. Wird dann natürlich begleitet. Er hat Freude, ist da jemand dabei vom SRF, oder? Ja. Oh, Schweizer Radio und Fernsehen, ich bin ein Star, holt mich hier raus, oder? Der geht jetzt zum Helikopter, dann fliegt er wieder hoch, dann fährt er nochmal runter. Solche Skiferien möchte ich auch mal haben, ne? Mit Heliskiing auf einer Weltcup-Piste. Mit Air Glacier. Ja, und da sehen wir Stefan Babinski, wie er da runterkurvelt. Der muss jetzt da entweder auf die Seite raus oder fährt da jetzt noch eine Minute lang? Nein, das Rennen ist ja noch unterbrochen. Also ja, weil er auf der Piste ist. Wenn er würde jetzt rechts das Netz irgendwo raus haben. Ja, vielleicht müssen sie ja die Airfences dort im Brückli erst noch reparieren. Ja, es gibt auch nicht überall Exits. Exit in der Schweiz ist nicht so eine gute Sache. Ja. Also, er steigt jetzt ein in den Helikopter von Air Glacier. Die Ski können da auf der Seite rein deponiert werden. Ja, ein Stück kommen. Auch wenn die Ski wahrscheinlich nicht mehr eingesetzt werden, weil die werden frisch geschliffen und andere Ski werden ihm nicht geben. Und das ist jetzt halt schon auch irgendwie toll, finde ich. Der kriegt jetzt einen Alpenrundflug aufs Hause FIS, oder? Ja. Renndirektor. Markus Waldner, der Mann, der von einigen Personen sicherlich in der Kritik stehen wird nach diesem Rennen, weil es ein zu dichtes Programm ist. Wir werden schauen, was da alles medial passieren wird, und wir wünschen allen Personen, welche an diesem Rennwochenende, dieser Rennwoche, sich verletzt haben. Wir wünschen allen gute Besserung und hoffen, dass ihr alle bald da wieder unterwegs sein könnt und ihr natürlich unsere Grüße auch hört, weil ihr unser Video anschaut, der geile Sieche.
Etwas wollte ich schon immer machen. Hallo Mami, ich bin im Fernsehen. Da startet der Helikopter. Ja, und jetzt muss wohl oder übel der Kameramann seine Kamera dann putzen. Und hier, Odermatt, gib mir eine Bewertung seiner Brille. Also, ich würde 10 von 10 geben. 10 von 10, oder? Absolut. Sehr Knüller cool. erinnert mich an Michelle Gysin, die hat auch so eine Brille. Ja, die hat auch so eine tolle Brille, ist glaube ich eine Oakley-Brille. Und hier sehen wir da den Cheftrainer von Swiss Ski, seinen Namen habe ich leider gerade nicht mehr präsent, während wir hier Toni Kurz. Toni Kurz ist der Chef vom Outlet King in Spiez. Hier sehen wir Alexis Monet. Komm, wir unterhalten uns doch etwas über Alexis. Ja. Hier, ich gebe dir da das Vorbereitungsblatt. Wie ist er aktuell so drin mit seinen Resultaten? Hier sind die Resultate, da steht dann jeweils World Cup. Warum musst du X erzählen? Ja, weil du bist der Experte, du weißt das alles. Also, ist Alexis Monet in der heutigen, oder diesjährigen Saison bereits auf das Podest gefahren? Ja, in dieser Saison noch nicht. Er ist noch gar nie aufs Podest gefahren in seiner Karriere. Vorgestern in der verkürzten Abfahrt in Wengen haben wir den 12. Platz, den er rausgefahren hat. Ist aber im Vergleich mit seinen letzten Leistungen durchaus eine akzeptable und gute Leistung. Von einem Jahr, in Bormio, ja, hat er den 13. Platz noch gehabt. Also nicht von einem Jahr, letztes Jahr so. Das ist natürlich hervorragend gewesen. Aber vorher, vor Bormio im Dezember, jetzt zum Beispiel Gröden, dort ist er noch weiter hinten besetzt. Sehr spannend, vielen Dank für die Einblicke. Wie alt ist denn der Alexis Monet? 24. 24, so ja, jung? Genau. Boah. 165 Tage und wahrscheinlich so, sage ich mal, 8 Stunden und 2 Minuten. Müsste das sein. Jahrgang 2000. Ja. Tolle Sache. Was kannst du mir sonst noch so erzählen über den Alexis Monet? Ja, Junioren-Weltmeister. Er wurde Junioren-Weltmeister in welcher Disziplin? Irgendeiner Disziplin. Wikipedia-Eintrag leider nur auf Französisch, sorry. 18. WM-Abfahrt. In der WM-Abfahrt von Courchevel. Oh, Courchevel in Frankreich. Letztes Jahr, genau. Ja. Und speziell, er hat einen Fanclub. Er hat einen Fanclub? Ist absolutes Ehrenmitglied. Oh. Absolut. Ja. Und Sturz beim ersten Training jetzt von Wengen, weil sich der Ski gelöst. Oh, das war auch noch, genau. Da gibt es ja aktuell eine große Diskussion betreffend der Skibindung von Loic Meillard. Was hältst du als Experte von dieser Angelegenheit? Ja, er sagt, dass im Training noch nie der Ski hat gelöst. Dass er jetzt zweimal im Rennen gelöst hat, das ist natürlich ein bisschen verdächtig. Ja. Ja, ich glaube, das werden sie anschauen und ich würde jetzt mal vertrauen, dass sie das herbringen. Ja, das sehe ich auch so. So, als nächstes am Start, wie gesagt, Alexis Monet, sein Startfenster geht jetzt gleich auf und wir sind gespannt, ob wir einen weiteren Schweizer unter die Top 10 fahren sehen oder vielleicht sogar aufs Podest. Nochmal Benchmark-Podest, 1,92 Sekunden Rückstand und hier der Start von Alexis Monet. Oliver, sag uns, wie du die Linienwahl findest von Alexis. Ja, jetzt geht's weiter. In diesem Rennen von Höhenunterschied von 1028 Meter. Boah. Eine vertikale... Das steht stabil über dem Ski, das ist gut. Ja. Jetzt ab durch den Sprung Richtung Traverse. Ja, sehr schöner Sprung. Auch die Ski zwar nicht ganz gleich hoch, also nicht so der perfekte Sprung wie bei Beat Feuz jeweils, aber... Jetzt aufgepasst. Der Junge ist ja erst 24-jährig. So, Traversenschuss. Ja, direkt die Linie gewählt. Nicht weiter Sprung, das ist kontrolliert, das ist gut. Was sagt das Tempo aus? Okay, ich habe gerade die Nachricht gekriegt, Alexander Omot-Kilde hatte einen offenen Unterschenkelbruch. Ui. Und das ist natürlich nicht schön. Ja, wir wünschen alles Gute. Jetzt, Alexis Monet, hoffen wir, das kommt gut. Jetzt aufpassen mit dieser Kante. Ja, der kommt da sauber hindurch. Jetzt, was sagt das Tempo aus? Der fährt voll Hock rein. Ja, jetzt haut er da rein. Wie? Aha. Oh, Doppelgegenschwung, hä? Ja. Was sagt das jetzt? Das ist aber nicht schlecht. Tempo? Boah, Tempo 79,7, das ist gut, ja. Jetzt zieht er da weiter.
Oh, doch, schon 2,5 Sekunden Das ist Rückstand. krass. Ich glaube, der Benchmark für die Top 10 ist bei etwa 3 Sekunden. Schauen wir, ob da der Alexi noch etwas aufholen kann. Das kann er. Jetzt wird er da von der Drohne verfolgt. Das gibt ihm vielleicht noch etwas extra Feuer. Richtig, Richtung Haneckschuss. Wo sind seine Energiereserven? Ja, du siehst sie ja, da sind sie. Der fährt auf Reserve. 3,6 Sekunden der Rückstand aktuell. Ja, das wird nichts mehr mit den Top 10. Da ist der Rückstand nun zu groß worden. Da hat er auch nochmal nachdrücken müssen in der Alexis. Kurve. So, komm, da an der Stelle vorbei, wo Cameron Alexander gestürzt ist. Mittlerweile über 4 Sekunden der Rückstand angewachsen. Und jetzt Boah, da schlagen die Ski. So, komm, schön ins Ziel runter, sehr schön. Jawohl. Kontrolliert. Auch wieder ein Satz, 15. Ja, Platz. 15. 4,63 Sekunden der Rückstand. Marco Odermatt. Müsri, Kilde, Schieder, Babinski, Filius. Oh, Interview. Interview. Ja, und ja, wie geht's dir, Nils Hintermann? Wie findest du das Rennen? Man kann ja Schweizerdeutsch reden mit dir. Ja, es ist ein schwieriges Rennen. Ich bin, du bist wieder Nils Hintermann, lustig. Und, aber es ist nicht einfach, aber ich bin zufrieden mit meiner Fahrt an und für sich. Ich war nicht top gewesen, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube, die Verhältnisse waren unglaublich schwierig gewesen. Insbesondere, weil ich nach dem Sturz am Start war und ich kann nicht sagen, dass es mich nicht mitgenommen hat. Und die letzten Renntage dabei, also so ziemlich alles, was schwierig ist, hat mich angetroffen. Aber ja, ich gratuliere am Odermatt, das ist eine tolle Leistung, auch wenn mir sonst vielleicht, oder ich jetzt persönlich nicht mein Top-Ergebnis kann abrufen, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ja, ich kann dann noch nicht klagen und kann vieles mitnehmen. Ja, wunderbar, das ist eine sehr lange Antwort. Wie denkt ihr über einen Rennkalender nachher? Habt ihr Gehörprobleme oder wieso müsst ihr immer so viel lernen? Ja, der Rennkalender, ich mag das Wort einfach eigentlich nicht mehr hören. 2 Tage Pause und dann Kitzbühel in Angriff nehmen. Nicht mehr hören, dann reden wir doch über Kitzbühel, ja. Ja, also das ist wirklich, also das Rennen wird noch Opfer fordern, wenn sie nicht aufpassen und ich wird alles geben und mein Bestes geben und ich habe das Gefühl, dort sollte der Sieg drinnen liegen. Also ich werde attackieren und leider ohne Kilde, ohne Babinski vielleicht, aber ich bin zuversichtlich, dass ich da eine Top-Leistung abrufen und einen oder anderen Platz gut machen. Ich habe noch ein paar Service-Tipps mitgenommen von diesem Rennen. Wir haben etwas ausprobiert und das werde ich dort noch besser anwenden. Und ich fühle mich eigentlich gut und muss Kondition arbeiten, weil ich bin ein bisschen aus der Schnuff geraten. Aber ja, ich nehme ein paar Ricola und dann sieht das so schon besser aus. Und hoffe jetzt natürlich... Ja, danke vielmals für die lange Antwort. Ricola, was bedeutet Ricola persönlich für euch? Was macht es mit euch, wenn ihr ein Ricola esst? Ja, Ricola, das erinnert mich an meine Frau, die heisst Regula. Und darum habe ich die Marke eigentlich angenommen, weil es erinnert mich immer an meine Frau. Und ihre Lieblingsfarbe ist auch gelb und sie isst viel Ricola. Von dem her passt das perfekt. Und werde ich für immer so behalten, auch wenn ich nur irgendwie 5 Franken im Monat bekomme von ihnen. Aber das macht nichts, das ist schon eine Herzensangelegenheit und so ein bisschen halt meine pinke Draht, die ich zu dieser Marke pflege. Pinke Draht? Ja, genau. Meine Frau, oder? Die ist, ich liebe sie über alles. Sie ist so eine tolle und sie ist heute leider nicht hier, aber vielleicht kommt sie ein anderes Mal. Tschüss, Schätze, ich liebe dich und du bist eine tolle. Und wir sehen uns. Und mal schauen, ob jemand mich da noch einen Rang hinterher verdrängt. Auf welchem Rang ich bin, habe ich vergessen. Ja, wunderbar. Ihr seid aktuell auf dem 7. Rang, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Und wir wünschen alles Gute. Tschüss. Ich gehe jetzt. Warte, etwas wollte ich noch sagen. Danke, dass du gesagt hast, auf welchem Rang ich bin. Und noch etwas zu der Regula. Sie ist auch früher Ski gefahren, hat das Rivella-Rennen gewonnen in Wirihorn und das ist ein Traum und das habe ich schon noch nicht geschafft. Darum ist sie ein Vorbild für mich. Aber ja, einfach so, ich das wollte sagen. Ja, super, danke vielmals, wir gratulieren auch noch der Ricola. Danke, aktuell unterwegs, Adrian Smizet-Seierstedt. 1,2 Sekunden Rückstand bis zum Haneckschuss. Das sieht nach einer super Zwischenzeit aus. Das aktuell, ist ein Angriff. Das ist der Angriff auf Rang 3.
Angriff auf Rang 3 von Adrian Smith-Seierstedt. Jetzt kommt er da über den Silberhornsprung. Was passiert jetzt? 1,63 Sekunden Rückstand. Ich rede hier schneller als Eminem. Oh mein Gott. Achtung, das wäre ein Sieg. Das wäre ein Sieg, wenn der hier auf Platz 3 fährt. Komm, jetzt. Du. So schaffst und jetzt Richtung Ziel. Das ist der dritte Platz. Oh, vierter Platz. Ganz, ganz knapp da hinten. 6 wow, Zehntel. Fantastisch. Das ist dennoch Das ist ein Resultat. eine Mordsleistung. Unglaublich. Der Mann hat solch starke Knieprobleme. Der kann kaum mehr laufen. Der fährt besser Ski, als er läuft. Und fährt hier auf den 4. Zwischenrang. Und verdrängt Kriechmeier. Ja, verdrängt Kriechmeier von Rang 4, Kriechmeier jetzt auf Rang 5 zu finden und natürlich unser Schneckli Marco Odermatt immer noch auf Position 1. Nils Hintermann aktuell Position 8. Gratulation. Und der nächste, Thomas Dresen. Thomas Dresen am Start, der fünffache Abfahrtssieger. Dritte Wenger 2020. Wirklich? In der verkürzten Abfahrt. Dritter in 2020. Ja, in der ersten Abfahrt dieses Jahr wurde er 30. Und jetzt hat er schon... Ja, da muss wohl etwas passiert sein. Da gab es wohl einen tiefes Tempo. Zwischenfall. Auch ein Aufsetzer beim Hundschopf. Achtung. Ja, das ist nicht die Fahrt. Da oben die heikelste Passage. Ja, das ist defensiv. Schau, ja, das eine geht tiefe nicht. Linie gewählt, jetzt muss er bergauf. Das gibt... Nein, das kommt nicht. Das stimmt da ist nicht die Einstellung nicht. Da ist nicht die letzte Überzeugung drin. Nein, das fehlt jetzt. Eines der tiefsten Tempo, die wir jetzt hier sehen. Er fährt jetzt das Ganze passiv. Und ich hoffe, dass er da im oberen Teil bereits einen Fehler gemacht hat und das jetzt einfach als Trainingsfahrt anschaut. Weil sonst, wenn er einfach passiv fährt, könnte das gefährlich werden. Ja, da kommt er mit 4,85 Sekunden daher und jetzt gibt er auf. Finde ich fair, finde ich gut, gute Entscheidung. Man soll auch mal zurückziehen können, wenn man nicht wohl ist. Genau. Ja, jetzt schauen wir 7,41 Sekunden. Die Spannung ist weg. Er wird das jetzt einfach... Ja, jetzt bricht er ab. Ja. Das muss ein Sportler oder das ist auch ein Profi, der entscheidet, hey, wenn sage ich auch mal Stopp. Ja. Beat Feutz und Stefan Hoffmänner sind wieder kurz da. Ja, auch sie sagen, ja, der hat jetzt einfach einen Rückzieher gemacht. Er hat gestern auch schon auf den Super-G verzichtet und das heute war jetzt einfach sicheres Runterfahren. Hat er gemerkt, oh nein. Er hält sich das Knie. Nein, das ist nicht gut. Schmerzen am Knie. Schmerzen am Knie bei Thomas Dresen. Ja, da hat er wohl gemerkt, dass etwas nicht stimmt. In seinem Körper hat es wohl gezwickt. Und schade, wir haben noch gesehen, beim Einwärmtraining, dort hat er noch einigermaßen Zuversicht. Ja, da war er fröhlich, hat gelacht und jetzt als nächstes der Josef Seppi Ferstel, auch ein Deutscher. Startnummer 26, der 35-Jährige aus Traunstein, Bavaria in Westdeutschland. Der ist 1,79 groß und fährt hier mit seinen 90 Kilo diese Strecke hinunter. Oh, er setzt auf. Der Josef Ferstel, der hat bereits 2 Weltcuprennen gewinnen können. Der gewann 2 Super-Gs, einen sogar in Kitzbühel, wo wir nächste Woche dann sind. Ja, jetzt kommt er da weiter und fährt jetzt das Brückli S mit wieder 2 Gegenschwüngen. Das wird natürlich auch einen größeren Rückstand ergeben. Ja, das wird schwierig. Aber jetzt zieht er da durch. Unter der Schiene durch beim Tunnel und da... Lange Drehen kostet wieder Zeit. Ja, 3,36 Sekunden schon der Rückstand. Aber auch bei ihm ist es nicht die volle Überzeugung, wie wir sie beispielsweise bei Marco Odermatt oder Cyprien Sarrazin gesehen haben. Odermatt, Prachtleistung, Abfahrtssieger am Lauberhorn. Ja, das können wir getrost sagen. Doppelter Abfahrtssieg von Marco Odermatt. Unglaublich. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie viel riskieren die Leute, die oben noch stehen? Wenn sie wissen, die Top-Cracks unten haben einfach Mordsleistung gebracht. Ja. Josef Ferstel kämpft sich durch das Ziel. Im Ziel Rang 19 mit 5,9 Sekunden Rückstand. Und ja, alle Deutschen sind ganz hinten angesiedelt in
Jetzt habe ich einen komischen Blick von Panda gekriegt. Ganz hinten alle 3 Deutschen. Ja, und hier sehen wir die Schweizer im Gespräch miteinander. Ja, das ist natürlich schon schwierig. Marco Odermatt schüttelt da den Kopf. Ich weiß nicht genau, was das da die Gesprächsthemen sind, während wir hier zuschauen, wie Josef Ferstl unseren Gästen im Zielraum winkt. Als nächstes am Start Daniel Dankel Meier. Ich dachte, du sagst dann Meier. Ja, ich habe schon gedacht. Hat sein Debüt im Weltcup am 3.12.2016 gegeben. Und der, weit rausgeholt. Und in die falsche Richtung gesprungen. Das ist ein wilder Start von Daniel. Das ist ein Hin und Her, ein Krüsimüsi. Das kostet Zeit. Das ist viel Umweg gewesen. Ja, hier geht er auch tief runter. Ja, der fuhr bereits 6-mal in die Top 10 bei einem Weltcuprennen. Und bei der ersten Abfahrt hier wurde er 23. Aber heute ist er etwas überall. Können wir das so sagen, Oliver? Ja. Wie fandest du das Brückli jetzt von ihm? Ja, an und für sich nicht schlecht, aber das Tempo einfach zu tief. Ein bisschen viel Gegenschwung. Ja, da geht es jetzt Richtung Haneckschuss. Ein schöner Weitflug rein in den Haneckschuss. Die Gefahr, da muss man sich bewusst sein, aber verdrängen. Ja, 3,34 Sekunden der Rückstand. Das sieht aus nach etwa Platz 19. Das sage ich jetzt mal. Oliver, was ist? Ui. Er ist direkt. Schon wie beim Hundschopf. Jetzt. Ja. Die Wellen heben, Anfahrt CRS. Oliver, ich sage voraus. Ski verschlagen da. Ja, das ist auch wieder heikel. Und da das weit wird weg. eng, das wird eng. Ja. Aber der zieht zum. Das ist 15. mit 4,12 Sekunden Rückstand. Und auch er ist sicher froh, im Ziel zu sein. Und verlieren viele etwa 16. Und jetzt, Oli, du bist jetzt der Speaker, ich mache der Fahrer. Ja, Herr Rogentin, wie sieht es aus? Ja, das war also noch gut gesehen. Also heute ist sicher ein schwieriges Rennen, oder? Wir sind alle mega müde und ja, jetzt, es hätte jetzt nicht unbedingt von ganz oben heute noch müssen sein, aber ja, wir haben gesehen, was passiert, oder? Meine Leistung ist okay, ich bin auf irgendeinem Platz, ich weiss selber nicht mehr auf welchem. Ja, es ist schwierig so, ja, und manchmal versuchen die Veranstalter halt einfach ein bisschen mehr, als eigentlich Menschen möglich ist. Und ja, ich bin müde, meine Beine brennen. Ich gehe jetzt zum Nils, fragen für ein Ricola. Ich habe eben gehört, der Regula ist auch da. Nein, sie ist eben nicht da, stimmt. Ja, danke. Aber hast du nicht das Gefühl, dass es etwas wird fehlen, wenn man nicht das Lobhorn-Arena vorbereitet? Ja, natürlich wird es fehlen, aber dann müssen wir ja nicht noch eine verkürzte Abfahrt auch noch dazu machen, oder? Weil das ist einfach zu viel, das ist zu gefährlich. Wir haben heute die Stürze gesehen, die Verletzungen vom Kilde. Das ist einfach Zeug, was nicht bräuchte, oder? Da könnte man halt, lässt man es dann halt sein mit diesen abgesagten Rennen, oder? Da muss man nicht alles so drücken. Werdet ihr am Kitzbühel nicht an den Start gehen? Wie sieht jetzt das aus? Oder ja, wie nutzt ihr die 2 Tage, die kommen? Wie ist eure Einstellung? Ja, meine Einstellung gegenüber Kitzbühel ist eigentlich sehr gut. Das verhält eigentlich tiptop Kitzbühel, dort bin ich wohl, bin ich gern. Aber ja, ich muss jetzt sicher schauen, dass ich mich gut erholen im Voraus von Kitzbühel und ja, sonst wird es dann halt schwierig, oder? Ja. Aber ja, schau, jetzt siehst du auch wieder den Franzosen, der hat sich jetzt auch da die Hang angeschlagen irgendwo. Ja, es ist einfach, die Konzentration teilweise lässt man halt einfach ein bisschen nachher, oder? Und, ja, das ist ja so. Maxo Musaton da an dem Daumen, wahrscheinlich verletzt an der Torstange. Wie seht ihr das? Ja, geht ihr also anfangen, müssen wir weiter schauen. Okay, merci. Ja, Maxos Musaton hat hier mit der Hand unten an der Verankerung der Torstange angehängt. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Ja, aber wir sehen da, er hält sich einfach den Daumen und ja, jetzt futtert er auf Französisch. Oh, salut, je le papa, sale chien. Ja, das war die wortwörtliche Übersetzung. Oliver Lutz, der Co-Kommentator von mir, der kann nämlich Lippen lesen. Mein Experte hier im Studio. Was denkst du, was geht Marco Odermatt jetzt durch den Kopf? Ich glaube, irgendwann wird er stolz drauf sein, wenn der Kilde neben ihm steht, der wieder fit ist und sagt, hey, Gratulation. Der darf stolz sein, aber die Trauer oder der Unfall, der übersteigt schon ein bisschen die Freude. Ja, das sehe ich auch so. Als nächstes am Start Andreas Sander, der kommt jetzt zu seinem Restart. 2. Versuch für Andreas Sander, nachdem seine erste Fahrt abgebrochen wurde aufgrund des Sturzes von Cameron Alexander. Und der
Boah, 9 Sekunden, 900 Rückstand in der ersten Zwischenzeit und jetzt sticht er rein in den Hundschopf. Gute Linie, Ende direkt, aber das sieht nicht schlecht aus. Ja, hoffen wir, dass seine Energiereserve groß genug ist. Und Canadian Corner, gut erwischt. Ja. Ja, die Schläge schön umfahren. Jetzt geht es da weiter Richtung Kernenes. Durch die Schikane. Ja. Zweimal gebügelt. Da schön rum. Da auch. Das ist nicht schlecht. Ja, Das Tempo 77 ist okay. Tief. Ja. Ein bisschen tief. Jetzt lange drehen, die haben wir wahrscheinlich verpasst. Das ist doch einiges verloren gegangen. Ja, 2,56 Sekunden der Rückstand aktuell. Nächste Zwischenzeit im Haneckschuss bei 145 km/h. 3,49 Sekunden Rückstand. Und jetzt müssen seine Beine brennen. Das ist bereits die zweite Fahrt. Silberhornsprung. Da zieht er durch und man sieht, er ist aufrechter geworden. Es ist nicht mehr die tiefste Hocke, die er fahren kann. Die letzte Konsequenz wird jetzt aber dennoch gefördert, wenn er Vollgas durch das Ziel geht. Jetzt rein ins Ziel S und dann hat er diesen Tag geschafft mit circa 3,5 Minuten Vollgas unterwegs. Mit 5,14 Sekunden Rückstand. Sander Baumann, Ferstel Dresden, 1920, 21, 22. Ja, unglaublich, dieser Kraftakt von Andreas Sander. Zunge dus, beiß nicht drauf. Das erinnert mich an dich. Du hattest früher auch so die Konzentrationszunge. Darum fehlt mir ein Stückchen. Der mit der Ski auch nahe an der Bande. Wie bei der ersten Fahrt, wo er abbrechen musste. Ja, das ist seine Linie dort. Und hier unten im Ziel lässt er sich feiern. Hoi, hoi, hoi. Als nächstes Christoph Innerhofer. Christoph Krigu Innerhofer. Der hat ja das Rennen in Wengen bereits einmal gewinnen können. Jetzt kommt er da oben daher. 0,55 Sekunden der Rückstand. Und rein oder runter zum Hundschopf. Zack. Juhui. Weiter Satz. Ja, Menschkante und die heikle Passage. Ui, Ski lüpft, aber er schlägt um. Ja, da kommt er doch einigermaßen gut durch. Nicht ganz so hoch wie Marco Odermatt natürlich. Und jetzt Richtung Kernenes. Welche Taktik wählt er? Oh, der Stemmbogen. Taktik Nummer 2. 3. Ja. Taktik 1 war ja Gegenschwung, einer. Taktik 2 war ein Einbögeler. Taktik 3 Stemmbogen. Zwei Bögler. Verliert da hier, aber dennoch ist da noch etwas möglich. Schau, der hat sich in Bormio verletzt. Der sollte eigentlich laut Arzt ja gar keine Rennen fahren momentan. Ja. Und jetzt fährt er hier über den Seilersboden Richtung Silberhornsprung mit 3,23 Sekunden Rückstand. Da springt er drüber und... Jetzt bringt das ins Ziel. Ja, nicht mehr viel Zeit verloren jetzt in der Passage. Jetzt kommen wir zum Ziel S. Das wird mit 4 Sekunden Rückstand ungefähr um Platz 13, 14 sein. Sind wir gespannt? 16. Ah, unten hat er trotzdem noch 8 Zehntel liegen gelassen. Ui, da ist er. Der Oldie aus Italien, 39-jährig ist er. Da, die Mine. Wie eine brüllende Löwe. So, jetzt auf der ganzen Streckenpiste tönt, wo er runter ist. Das, fertig. Ist das Zeichen für das Karriereende oder mag er einfach nicht mehr? Wengen, Zielraum ist jetzt sein Sofa. Ja, genau. Und jetzt Mathieu Bellet. Der Mann hat auch schwierige Tage hinter sich. Wieso denn? Weil er im Super-G wie der Kilde ähnlich ist gestürzt. Zum Glück aber unverletzt. Ja, da sind wir sehr froh. Achtung, ist er ein bisschen spät dran. Wo ist er? Ja, das Rennen ist bereits gelaufen. Ja. Da hat er die Einfahrt in den... Da hätte er müssen bremsen, sonst wäre er ins Netz. Ja, und jetzt ist er von der Rolle, schau. Jetzt wird natürlich auch nicht mehr das Letzte riskiert. Ja, der weiß jetzt, okay, mit dem Fehler da oben, das wird wohl nicht mehr reichen für ganz nach vorne. Ja. Ui, da, uff. Ei, der Belle, wollte aber doch noch ein bisschen reinhauen. Das ist ein wilder Kerli. Ja, da geht's jetzt runter nach Langentraien.
Und da sind wir ja trotzdem bei 3,09 Sekunden Rückstand. Das ist gar nicht so schlecht. Nein. Erstaunlicherweise. Für den Fehler oben. Ja, okay, jetzt haben wir trotzdem die 4 Sekunden. Da hat er fast eine Sekunde verloren auf dem letzten Streckenabschnitt. Und Ui, Bälle. Oh. Uff, Achtung, Streckenleute aufgepasst. Skifehler. Und zum Glück konnte er sich da noch retten. Ei, das Rennen, das ist... Schau, meine Podest-Vorhersage hat sich bestätigt. Sarrazin. Odermatt, Sarrazin, Paris. Odermatt, Sarrazin, Paris, so. Ja, was? Ja, Paris zuerst gesagt. Oh, Paris, Sarrazin, Odermatt. Ja, das waren die ersten 30. Und ja, Marco Odermatt gewinnt die originale Lauberhornabfahrt. Unglaublich. Riesen Gratulation. Jetzt müssen wir schauen, die, wo steht, did not finish. Ja, wir müssen hier ganz wichtig erwähnen, dass natürlich der größte Fan von Marco Odermatt, das gibt ein Trio, oder? Das sind Oliver, das bin ich und natürlich auch Panda, welche hier mitfiebert. Sie hat den Sieg von Marco Odermatt vorausgesagt und das hat sich bestätigt. Einfach traumhaft, was dieser junge Bursch alles machen kann. Und schaut die Siegesfahrt an. Unglaublich. Diese Siegesfahrt werden wir mehrmals noch anschauen müssen, um sie in vollem Zuge genießen zu können. Marco Odermatt gewinnt somit die Lauberhornabfahrt und unsere Übertragung geht noch bis zur Startnummer 33. Von Franjo von Almen. Und jetzt sind wir bei der Nummer... Franjo von Almen, den habe ich eigentlich auch vorbereitet, aber sein Blatt habe ich ebenfalls verloren. Marco Odermatt, wie geht's dir, Marco? Wir können doch da gleich mithören. Marco, was machst du jetzt? Wie stolz bist du? Deine Beine müssen brennen wie Sau. Das ist unglaublich, der Druck, den du hast. Ja, die 30 Fahrer sind aber ich kann jetzt wirklich eigentlich in Ruhe geben, aber dennoch, also was den Sieg anbelangt, aber dennoch bin ich ein bisschen beunruhigt, halt Kilde, das tut weh, das ist mein bester Freund. Mit dem Marco haben wir das Duell gehabt diese Saison, mit all den Disziplinen, die er fahren wollte. Jetzt noch der Kilde, das ist nicht nur für mich schade, das ist für den ganzen Skisport schade, für alle Fans, das Duell. Und ja, jetzt ist Sarrazin aber es macht mich traurig, auch wenn ich im Nachhinein sicher wieder stolz bin. Ja, das verstehen wir natürlich. Wir wünschen auch Alexander Odermatt-Kilde alles Gute. Gleich möchten wir dann auch über eure Leistung reden. Das, was ihr bringt. Ja, ich kann es nicht ganz erklären. Also, der Cyprien ist unglaublich. 6 Zehntel, danke Servicemann für den Ski, der ist gelaufen und ich habe, glaube ich, an meiner Aerodynamik einfach entwickeln und arbeiten in der letzten Zeit. Das sehen wir auch so, ihr seid aerodynamisch da abgestochen wie eine... Ja, wirklich. Ich bin begeistert und ich muss dem ganzen Team danken, wo hinter mir steht. Das ist eine riesige Leistung, aber ich muss sagen, jetzt bin ich echt durch und müde. Lass mich heute noch einmal schlafieren und dann Kilder schreiben und mal schauen. Dann muss ich mich dann ein bisschen zurückziehen und erholen für Kitzbühel. Es geht schon gleich wieder weiter und es ist anstrengende Tage, die bevorstehen. Aber Kitzbühel ist grossartig. Ja, merci vielmals für all die Eindrücke. Wir wünschen euch alles Gute weiterhin. Und danke riesig für all die Erlebnisse und Emotionen. Ja, danke. Es ist eine grossartige Saison. Es ist, egal eigentlich, was noch kommt. Es hat so wenig gefehlt manchmal, aber heute hat es sich wirklich bei weitem gelangt. Und Königsbergli, Lauberhorn, also ich bin unglaublich zufrieden. Das sind die Highlights und ja. Ja, das sehen wir absolut auch so wie dir. Es ist ein wahres Vergnügen mit euch. Ja, danke. Merci, gute Zeit. Schönes Interview. Aktuell unterwegs Franjo von Almen fährt hier Richtung Ziel. Was haben wir hier? 3,79, 14. Rang, das ist ein super Resultat. Hinter Rogentin vor Goldberg. Toll, die Leistung hier von Franjo von Almen. Und somit endet schon langsam unsere Übertragung von diesem Skirennen mit dieser sensationellen Leistung von Almen. Ich will aber etwas noch ganz kurz anschauen. Joshua Mettler, der nächste Schweizer am Start, den nehmen wir auch noch gleich mit. Absolut. Da fährt er los. Oben am Start, hier bereits
vor dem Hundschopf mit einem Vorsprung von 15 Hundertstel. Achtung, das könnte spannend werden. Jetzt Joshua Mettler über den Hundschopf. Da wird er etwas weit und jetzt kommt er da rüber. Korrigieren, macht er früh, macht er gut. Ja, jetzt weiterziehen. Ja, 72 Hundertstel Rückstand, das ist sehr gut. Diese Leistung, das könnte was werden. Achtung, wie sieht es hier auch? Sind wir schon am Silberhornsprung? 2,9 Sekunden Rückstand. Jetzt fährt er in die Gegend von Franjo von Almen. Ja, was macht er jetzt im Zieles? Hat er noch Kraft, der junge Schweizer hier? Ja, komm, da durchziehen noch ein letztes Mal. Und Platz 15 direkt hinter von Almen. Das ist ein tolles Resultat. Schau, wie er sich freut. Der hat sogar noch Kraft zum Jubeln. Tolle Leistung. Das ist genial. Schweizer Bilanz, Marco Odermatt natürlich auf dem Platz 1, auf Platz 8 Nils Hintermann, Platz 13, 14 und jetzt 15 haben wir Rogentin, Franjo von Almen und Joshua Mettler und Alexis Monet auf Platz Nummer 20. Wunderschön. Wir machen noch ein Interview mit unserer Bundesrätin. Hallo, ich bin da. Yes, so cool am Lauberhorn. Ich bin zwar ein bisschen klein, sehe zwar nichts, aber muss auch einfach auf ein Schemmeli stehen. Und dann... Super, ja, also wunderbar, Frau Bundesrätin. Wie erlebt ihr das? Oh. Ja, ich bin der Bädli. Juhu. Wie geht das eigentlich? Es war mega cool, ich bin mit dem Bändli raufgefahren. Und Skisport interessiert mich nicht so, aber Bändli, Menschen, Alpenmakronen, Berge, Sonne, Licht, Flugzeug, Rauch, Büros, Skibrille, Sonnenbrille und Hüte und Jacke und Hätschen. Und ja. Wunderbar, was ihr da alles aufzählt. Ja, ihr seid ja als Politikerin da. Was sind eure politischen Aufgaben für so einen Anlass? Was sind da eure Verantwortungen? Wenn wir das so auf politischer Ebene würden betrachten. Ich stelle jetzt einfach eine ewig enge Frage, aber die Frage ist schon lange gestellt worden. Eben, was sind eure politischen Arbeiten? Ja, ich kann schauen, natürlich auch das Thema Klimawandel. Ich kann überprüfen, ob da irgendwelche Proteste sind. Wenn sie wären gekommen, hätte ich sie gut vermöbelt. Weil, wenn ich die Kälte sehe und den Eis und Schnee und ich habe so bibbert heute Morgen. Klimawandel, gebe jetzt ein offizielles Statement, gibt es nicht. Oh, das ist eine heftige Aussage, die ich so nicht unterstütze. Wieso denn? Ist mir doch gleich. Ich bin hier, es ist kalt, ja, es ist kalt. Ist wirklich kalt. Ja, super, Frau Bundespräsidentin Amherd. Danke vielmals. Klimawandel, den gibt es natürlich gleich, den wollen wir hier nicht verleugnen. Aber würdet ihr das fahren? Nein, das gibt es nicht. Das gibt's nicht. Und das müssen wir mal sehen, als Militär. Okay, was ist mit dem Militär? Was hat jetzt also? Ich bin ja verantwortlich für das Militär. Und die habe ich hierher geschickt. Ohne mich kann das Rennen nicht stattfinden. Okay, in dem Fall super. Danke vielmals, Frau Bundespräsidentin. Bitte. Okay. So schlecht. Okay. Und mit dem Elian Lechto beenden wir hier unsere Übertragung von diesem wunderschönen Rennen. Trotz diesen Stürzen und der Verletzung von Alexander Romot-Kilde, die wir haben gesehen. Und Mürisien, der raus ist, Florian Schieder, der raus ist, Cameron Alexander, der raus ist, Stefan Babinski, Maximus Musato, der eigentlich aufgegeben hat, und Mathieu Bellet. Und dort noch zu Start ist noch der Marco Pfiffner. Genau. Das sind doch einige Ausfälle, die wir zu beklagen haben. Und somit beenden wir die Live-Übertragung mit der Fahrt vom Brody Sieger. Er ist hier oben los und fährt jetzt da schon mit einem grossen Rückstand zum Hundschopf. Wir könnten während seiner Fahrt noch rekapitulieren, wie das für uns war, hier hinter dem Mikrofon zu hocken. Es war eine Freude. Insbesondere bei Marco, das war das Highlight gewesen. Und dann ist irgendwie ein Bad der Gefühle gekommen mit dem Kilde. Und nachher ist irgendwie so ein bisschen eine Nebeldecke drüber gewesen. Und ja, es ist ein Rennen, das ich nicht wieder vergessen, auf jeden Fall. Es war ein interessantes Rennen gewesen, es war ein tragisches Rennen gewesen, teilweise. Aber wir dürfen der grossartige Sieg von Marco Odermatt feiern. Absolut. Und ich glaube, das ist die Hauptsache vom heutigen Tag. Das ist es so. Das wäre es somit gewesen. Wir geben zurück ins Studio. Besten Dank allen, die zugeschaut haben. Und Achtung, Marco Odermatt!